So, wenn mir das so schaut, müssen da mal wieder ein paar Leute an die Uhr stehen. Das ist einmal amtlich. Timmy Boy, du nicht. Du hast die Uhr mittlerweile nach Monaten richtig eingestellt. So, jetzt warten wir mal, bis die YouTube einer bequemt. So, warum ist denn das eigentlich schon wieder so beschissen laut? Jetzt reißt man wieder. Ich weiß warum, weil normalerweise die letzten 2 Wochen habe ich immer Mütterl aufgehört. Ein Mütterl habe ich aufgehört. Weil die letzten 2 Wochen habe ich. Ja, ich mir jetzt selber bald einmal. Ja, Tatsache. Grüezi fix nochmal. Timmy Boy, Popomann und ich sag: Harry! Events Birger, Montag, 20 Uhr. Heute ausnahmsweise mal kein KCD 2. Ein bisschen Abwechslung muss da mal hineingeschissen werden. Ein bisschen Abwechslung. Ein brandneues Spiel ist auf den Markt gekommen, bereits letzten Freitag, namens Monster Hunter. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Und da werden wir heute mal reintüdeln. Was soll das? Bigler Sepp! Jetzt für 46 Monate Kuss auf die Nuss, habe ich die Ehre zurück. So sieht's aus. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen, damit nichts passiert. Habe die Ehre an, den Cornelius, den Capricorn, den Misa, den Benedikt, den Dominik, den Jackson, den Andreas, den Ernzach, den Hirndibi, den Gurkel und an den vorderen Rest des Vordonner-Squads. Kuss auf die Nuss. Ja, aber das ist wieder der Franz. Mir ist wieder ein eurer Kuss auf die Nuss. An den Bazooka-Jan, den Nickelneider, an die Steffi, an den Flip. Jetzt hätte ich fast gesagt, und an den Rest der Mods. Steffi, du bist ja gar kein Mod. Das belassen wir auch so. Das ist gut so. Nein, das ist nix. Das ist nix. Herr Baltrummer! Servus! Eines Viech! Ich bin dermaßen gespannt. Also wir sollen sagen, ganz ahnungslos gehe ich nicht rein. Ich hab vorher, wie lange ist es her? Weiß ich nicht, 2 Monate oder so? In der ersten offenen Beta habe ich mit 20 Minuten gespielt. Habe ich aber nicht viel gesehen, so wie das ist, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Aber nicht irgendwie, weil das Spiel schlecht war oder gut war oder sonst irgendwas. Ich habe einfach rausgemacht und dann war es mir wurscht. Da habe ich gesagt, das kommt erst, das Spiel mit dem Stream, mag nichts wissen, haupt. Schauen wir mal, was passiert. Schrö, merci für 49 Monate, Timmy Boy, nochmal merci. Ich geb dir gleich, was gibt's bei denen? Möchte ich auch dabei sein. Schrö, merci dir für 49 Monate. Monster Hunter, Beste. Die Begeisterung bei dem Spiel ist ja riesengroß, aber die Fanbase, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ist auch sehr eigen. Ich werde das bürgerisch analysieren und werden wir es herausfinden. Franz! Was ist denn der Franz? Was ist denn der? Bist du besoffen? Was tust du denn? Was machst du? Dir ist hoffentlich bewusst, ich weiß nicht, was du da tust, aber du ohne Nachricht, 1 Euro nach dem anderen, ich hoffe, dir ist bewusst, dass da mehr als das 3/4 Jahr an YouTube geht. Aber sagt es keinem. Merci dir. Franz, merci für den Euro. Maxi, merci für 11 Euro. Wir werden schon humaner. Ja, das ist Geld ausgegangen. Okay, ich weiß schon, was es ist. Späßle! Merci dir! Oh, der Oberpfälzer. Da war ich gehört! Herr Oberpfälzer Sepp! Der ist da! Ein Baumau da! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad! Oh mein Gott, wie lange ist die Listen schon wieder? Kennst du bitte aufhören? Pass auf, für das habe ich was gebaut. Achtung! No! God, please, no! 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 Aber jetzt wird der Stream mit Memes zugeschissen. Ja, bist du nicht schon seit ewig? Bist du ja schon seit 8 Jahren dabei? Der Rotkopf Steff. Da war ich gehört! Steff, merci dir! Ab in den Chat, habe die Ehre, Steff, habe die Ehre, wie wird der andere geheißen? Baumau da, aber der Bau da, Mau. So ist, was ich weiß. Das haben wir der Bibau gelernt. Das ist aber auch schon das Einzige, was ich weiß. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Skulls and Lace, merci für 11 Monate. Danke an den Cyberfox und die Seine, die uns hergebracht haben. Ja, kannst du mal ein Bukake-Festel machen? Ah, Birger und Chill. Birger und Multiple Chill. Und dann kann man das. So, lassen wir das. Oh Gott, wer war denn da? Wen habe ich übersehen? Ich weiß nicht. Steff, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich dir, Steff, habe ich dir gebaut. Der Remida und Hops einmal wieder geschafft. Geh frei mi AF an geilen Stream. Die verdammten Office-Memes ist eins besser wie das andere. Es ist unvorstellbar. Austrian! Werde die retriggern müssen, das wird nicht helfen. Ehre miteinander, hab's einmal wieder geschafft. Freu mich auf einen geilen Stream. Zu dir sag, dass ich zu dir nichts sag, wissen wir alle, wenn wir da haben. Also merci natürlich. Was das soll, stelle ich nicht in Frage. Alter, was war denn das?
Fast 7 Jahre, leck mir mal, Schmecksi, Kuss auf die Nuss. Grüße aus Altötting. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Austrian Sepp. Merci dir, Kuss auf die Nuss 2. Bazooka Joe, merci wieder den 6. Klar, Miezi, klang schon wieder. Klang's mir schon wieder? Kann man mir jetzt einfach spielen? Der Bora schreibt, danke, jetzt weiß ich endlich, welche Serie das ich anfange. Also warte, ich hab noch einen. Da haben wir irgendwas, da muss ich warten, bis es passt. Was, den hab ich auch. Achtung, Austrian, der ist für die. Nice. Kann passieren, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen aus dem Ruder läuft mit den Buttons, aber das legt sich dann schon wieder. Der hat sich nicht oben. Leider ist ja gut jetzt! Verdammt nochmal! Wer ist überhaupt der Austrian? Was ist schon wieder der Austrian? 60 Monate. Gut, sie fix nochmal. Habe ich dritt zurück nochmal. Merci dir. Flea Frankie, merci wieder im 5er. Da waren sich alle die Merci wieder zurück. Das war hoffentlich aber der Retrigger. Ich weiß nicht, der Austrian HD, ich weiß, es mag nicht. Der Remida und Hops einmal wieder geschafft. Ich hab mir gegeben, ich war stets bemüht. Kuss auf die Nuss, merci dir. Nochmal. Es ist zu viel, aber du weißt das. Und das, glaube ich, habe ich zu dir schon 30 Mal gesagt. Misa, merci für 40 Monate. Der Chef im Monster Hunter, weil das ist wirklich ein gutes Spiel. Viel Spaß. Ich bin sehr gespannt drauf. Es muss sich halt mit Kampfsystem ist fucking everything. Wenn sie das nicht anfühlt, dass es mir passt, dann wären wir nicht warm miteinander. Aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Wir werden es herausfinden. So, was ist jetzt da los? Der Browser hat sich aufgehängt. Das ist wieder komplett am Arsch. Keine Ahnung wieso, aber wird schon passen. Was ist jetzt da wieder los? Misa mit 40 Mal, hab ich doch gerade vorgelesen. Was hängt? Da hängt wieder alles so lange umeinander. Hab ich irgendjemanden übersehen? Klar, Miezi, mir ist für 23 Mal. Ich grüße dich ganz herzlich, endlich mal wieder dabei. Bin sehr gespannt auf heute. Ja, ich auch. Ich will nicht, dass ich auf einmal hocke nächste Woche da und sage, Casey, die am Arsch und 400 Stunden in Monster Hunter. Kann auch passieren. Und Euden Days Streams GS Show, dank Bandscheibenvorfall. Bist der Beste weiter so. Ja, du warst es ne? Let's Play Lemming. So viel zum Bandscheibenvorfall. Ist geil. Ich muss mir das große Stream Deck kaufen mit 800.000 Buttons, dann brauche ich gar nichts mehr sagen. Ich sitze bloß noch da und drücke Knopf. Das wird super. Donations wieder mal halbwegs Brokenheit. Ja, weiß nicht, was da los ist. Die dauern auch ewig, bis da Leute, chillt bitte die Kniescheibe. Es ist schon wieder überall im Hasen komplett übertrieben. Ruckkopf, Steff, merci, Flo, merci, Tim, merci, Stefan, merci. Geiler Wichser! Bester Mann am Platz. Nein, der beste Mann am Platz ist der Köter und der Leonardo. Das haben wir vor 8 Jahren schon festgestellt. So, habe jetzt irgendjemand übersehen. Baudau, mir ist wieder Zwiegel. Oberpfälzer, werden auch immer mehr da erinnern. Bitte fangt's nicht an, Oberpfälzisch in Chat rein zum Bein, das war gut. Der Kanal heißt jetzt nicht mehr Birger, sondern Mime. Und der Monatsbeginn ist, meinst du, was der Monatsbeginn ist? Normalerweise, das ist doch da haben wir schon oft einmal versucht zu analysieren, was soll das? Mitsubishi! Please, leer. Ja, das ist ärgerlich, dass er unter 5 Euro nicht vorliest. Ah, damn it. Die scheiß Office-Memes. Ich bin da heute Nachmittag da gesessen und hab die ganzen Videos runtergeladen und da in OBS eingebaut und in Stream Deck eingebaut und so. Ich glaube, ich bin teilweise 10 Minuten an einem so einem Ding da gesessen, hab drauf gedrückt und das hat ein bisschen zusammengeschnitten und so, damit es früher auch anfängt und später aufhört und so. Und bin den ganzen Tag gelacht wie ein Vollidiot. Und hab gelacht wie ein Vollidiot. Ah, ja, Herr Purex! Der Opa! Nimm's einfach, geh geiler Wichshunter! Pass auf, Achtung, Mr. Purex, nur für die. Es ist so, und ich frage mich, ich bin Nachmittag da gesessen, aber denkt, hat's da wirklich März 2025 sein werden müssen, bis ich da draufkomme? Sag, hä? Hat's so lange dauern müssen? Sag? Verstehe ich nicht. Der Luke schreibt, ist Kingdom Come Deliverance schon durch? Nein, ist es nicht. Habe den Stream am Freitag nicht gesehen. Nein, ist es nicht. Wir haben ja ungefähr so bei 60%. Tilboy, ich geb dir! Haben wir noch? Pass auf, ich geb dir! Was? Ja, du That's warst what she es said. ne? Und Pinker liest davor, Putsch-G. Ah, that's what she said! Ich liebe es! So, Cyberfox-mäßig wird ein Fünfer. Ein Fünfer liest er vorher. Ui! Ich weiß nicht, was dann vorliest. War das schon da? War das schon vorher? Weiß ich nicht. Hast du zu wenig TV Total gesehen? Das habe ich damals schon super funktioniert. Ich habe auch da gedacht, heute Nachmittag so mit. Ein Rab seine Nippel, wieso bin ich da nicht? Da hätte man schon viel früher drauf kommen müssen.
Na, hat neues Spielzeug für sich gefunden. Ja, voll! Ich habe natürlich noch nicht unendlich viel Scheiß da drin, aber Vorschläge werden gerne angenommen. 10 noch ist! Ja! Habt ihr recht! Ich bin schon unterwegs. Moment, da müssen wir... Da muss ich jetzt mal Spiel starten. Gott sei Dank habe ich das verdammte Spiel vorher schon mal kurz gestartet, weil schon wieder eine Viertelstunde lang bin. Nein! Du wolltest es Nein! Leerzeichen, No, Leerzeichen, God, please, no! Leerzeichen, No! Leerzeichen, Leerzeichen, No! Leerzeichen, 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 Es ist so gut. Leerzeichen, Es ist so Leerzeichen, gut. Leerzeichen. Oh, Grafikkarten müssen wir gleich mehr auftragen. Müssen wir gleich mehr auf, habe ich wieder vergessen vorher. Ist schon auftreten. So, jetzt mal so wacht. Los geht's. Kim Spui, jetzt start halt. Los. Und schon wieder 3/4 Stunde lang Shader kompiliert und was weiß ich, was so ein Scheiß. Timmyboy, merci, Cyberfox, merci dir. Fipsi, merci für 59 Monate. Schluss jetzt mit einem Bums. Also jetzt sind's aus, da gehen wir her. Schauen wir uns die Gaudi da an. Speicherdaten initialisieren Netzwerk. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe normalerweise so ein bisschen eine Abneigung gegenüber so sehr asiatisch angehauchten Universen. Da sprich ich jetzt eigentlich ganz speziell so Anime-Scheiße, sowieso wie Genshin Impact und für mich ist ein Final Fantasy schon zu viel. Ich will einfach nicht warm mit diesen Universen, wenn alle so komische Anime-Frisuren haben und keine Ahnung. Weißt du, taugt mir einfach nicht. Und ich hoffe, dass es bei Monster Hunter Wilds sich einigermaßen in Grenzen hält, wie das da alles ausschaut und falls doch, dann den Persona-Quatsch. Ja, zum Beispiel, will ich auch nicht warm damit. Da strahlt die ganze Welt davon, oh, das ist eines der besten Rollenspiele ever. Und ich denke mir so, Alter, ey, wenn das bloß sehe, krieg's kotzen. Ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. So. Schluss jetzt mit einer Rund- und Neiterei. Was ist denn mit euch? Herr Kerle, nimm so nicht deine Fotzen. Ja, okay. Jetzt schreit Ruhe jetzt. Monster Hunter hat mich noch nie angesprochen. Mir eben auch nie so wirklich. Ich hab mir gedacht, ja, wie stupide ist denn da umeinander zum Pimmeln und einfach irgendwie 4 zusammendreschen. Für was, warum? Dann habe ich kurz überlegt, ja gut, die letzten 2 Monate habe ich 250 Stunden im Path of Exile 2 gehauen. Da tut mir auch nichts anderes wie 4 zerpimmeln und looten. Ja, okay, probieren wir es einmal aus. Vielleicht ist das mein Einstieg. Ich habe hier ein Gamepad, weil ich den Eindruck habe, so eine Third-Person-Schlägereien, die gingen mit dem Gamepad besser. Schauen wir mal, wie die Menüführung ist. Wir werden sehen. Pimmelt man nicht lange umeinander. Drückt man auf Spiel starten. Löwensepp, Kuss auf die Nuss. Was heißt von Gothic? Hat man nie taugt. Ganz ehrlich, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. And I'm tired. Scheiße, wie geht das Meme? Wo sie vom Stuhl umdreht und sagt so, I'm tired of... Ich bin genervt davon, dass ich es endlich nicht sage. Ich finde Gothic richtig schlecht. Bin genervt davon, so zu tun, als wäre es nicht so. Ich finde Gothic richtig unterirdisch schlecht. So. Genau wie alles andere von denen, wie Elex und was weiß ich, was heißt, die Hans so schlechte Spiele. Weiß ich nicht, wie ich nicht waren damit. Downlimit merci dir. So, Schluss jetzt! Außerdem, genau, nach Wochen von Kingdom Come Deliverance ist alles schlecht. Der Maul halt nicht! Spiel starten! Spiel starten! Los geht's. Schauen wir mal, was das kann. Also ich nehme jetzt mal das Gamepad in weiser Voraussicht. Das letzte Gamepad-Spiel, das ich gespielt habe, war Elden Ring. Und mit dem wird sie sich auch das Kampfsystem messen müssen. Da bin ich gespannt. Schauen wir mal. Da stöhnt jemand. Oder der riesen Ja, Was jetzt? zu leise. er ist hier. Ihr habt so einen Lautstärke geregelt, das wisst ihr, oder? Ich tue mein Mikrofon weiter weg, dann könnt ihr auftragen. Ich kann es nicht noch lauter machen, glaube ich. Den Schmeiß. Dieses Gewerf von Software. Deutsche Sprachausgabe? Ja, natürlich. Machen wir im Stream immer. Was machst du? Nata, dadurch kannst du entkommen. Entkommen? Draußen wird man dir helfen. Hm? Was ist mit dir? Ist Absicht, dass sie die Münder nicht bewegen? Los! Was? Warte! Los! Lass mich nicht allein! Sei stark!
Also, deutsches Synchro im ersten Eindruck ist mal nicht schlecht, aber irgendwie bewegt sich die Münder nicht. Geht das so? Oder schmerzen die per Telepathie? Oder? Taschin! Das verbotene Land. Eine Region, die über 1000 Jahre lang von der Zivilisation abgeschnitten war und seither als Beginne verlassen galt. Protokoll der Ost-West-Pufferzone und der Ostlande dahinter. Auch bekannt als Pufferzone. das verbotene Land. Himmel, Klar, Okay. Wetterlage, Schaut gut aus. stabil. Sieht gut aus. Sicht, Trübung durch Staub. große Monster, Keiner. kleine Monster, Grafik, Ersteindruck. Ja, komm mal los. Muss sie aktuell aber mit KCD messen und na, Mehrere da einzelne kommen die Vögel. Bäume schon mal nicht ran. Aber gut, das ist ja vollkommen wurscht. Alle Werte Oh, sind die im schaut Rahmen. gut aus. ja. Sonstiges, Ah, Münder bewegen sich doch. Ich bin mir gewundert. Sonstiges, Da unten. Da liegt jemand. Was mich Erbitte raten, das Landung sind wir nahe des nie. Wüstenrandes. Oder sowas wie eine Charaktererstellung. Oh, ja. Ist das ein Kind? Alles in Ordnung? Kannst du mich hören? Sind wir neben mir? Er atmet noch. Er? Luat? Eine alte Sprache. helft ihm. Ja, Jawohl. Sag mir, Birger, neues Mikrofon oder was da los? Nein, es ist einfach nur mit 30 cm weit weg von mir. Das ist neu. Er? Fragezeichen? Wenn die Scheiße schon im Intro losgeht, klang ich da schon wieder. Ah, da, jetzt weiß ich was für Meme, das ich vergessen habe. Verletzungen. Geil! Hydriert. Ja, nicht mehr, sie wird dachte, 2 das Monate. verbotene Servus, Land Beneid. sei Also, das ist unbewohnt. alles gute Besserung, ich hoffe, es ist alles gut. Und am riesen Mike Wir übrigens. müssen anscheinend genauer nachforschen. Mein KCD gelernt, Maul halten, zuschauen. Alle kennen, guter Vorschlag, nimm ich. Ah, Soundtrack ist geil. Hört mal gut. Ah, soviel zur Frage, ob es eine Charaktererstellung gibt. Untermenü bestätigen, Jäger. So schauen wir mal aus. Was ist denn ist der Palico die Katze da, oder was? Warum haben wir eine Katze? Warum hat der Chat noch nicht... No. Ah, der Riesi-Mike ist wieder der Einzige, der dran denkt. So. Ja, vordefiniertes Aussehen. Ha, das ist sehr albino-mäßig. Da ist eine Katze! Was ich immer, der schaut ein bisschen aus, als war schon tot. Ah, das schaut gut aus, die Teileinstellungen. Ich mag eigentlich gar nicht lange umeinander pimmeln, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das kommt durch dem ganzen Bums schon einmal nach. Haare haben wir da für Frisuren. Das meine ich mit so Anime-Frisuren und so. Weil, ja, das ist auch okay, das ist auch okay. So. Das ist aber nicht Elvis seine Geschichte. Müssen wir wieder einen Foodlab bei Franz machen. Die Haarphysik, ja, stimmt. Stimmt, der wohl Freak Ski aufpasst. Schiebe so umeinander wudeln. Ja, warum nicht? So schaue ich aus, wenn ich meine Haare aufmache. Noch nicht ganz so grau, aber viel weit nicht. Ja, so, wenn sie frisch gewaschen sind. Haben wir da so? Haben wir da noch so? Ja, gut, Brokkolikopf. Da muss man einfach sagen, diese Frisur, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber die schaut bei jedem Weißen einfach schlimm aus. Ganz furchtbar. Oh, geil! Der geile Karen Bob! Den nehme ich. Den nehmen wir! Oh mein Gott, was ist denn da? Tun wir mit dem Mauszeiger umeinander düdeln. Eine Sättigung. Ah! Ah!
Wir machen eine Karen. Wir machen eine bärtige Karen. So schaut's aus. Na, schau hier. Haarfarbe, Akzent. Was ist der Akzent? Ach, das sind dann die Spitzen. Die machen wir gelb. Ah, das passt nicht ganz. Blonde Strähnchen, oder blaue Strähnchen. So, ja, schau hier. Ich habe mich mit Monster Hunter und nicht Cyberpunk. Jetzt warte mal. Mach schwarz. Ja, wir nehmen die Karen-Frisur. Die ist gut. Die ist gut. Wie schaut's mit Bart aus? Wo ist der Bart? Da ist der Bart. Was gibt's für Bärte? Ah, bin das nicht vernünftig. Warte mal. Da haben wir noch irgendeinen richtigen geilen, Vollbärte sind nur da. Nehmen wir den ganz langen. Den nehmen wir da schon hin. Schnurrbart-Typ, den können wir auch noch extra einstellen. Also so auf den ersten Blick, wenn man jetzt da nicht gerade wieder aus ist drauf, nur Scheiße zu machen, schaut der Charaktereditor eigentlich extrem umfangreich aus, muss ich sagen. So, jetzt machen wir das mal so. Ja, dann müssen wir schon eine volle Sättigung hier. So. Ich krieg den gleichen Farbton kriege ich nie wieder hier, aber das ist doch wurscht. Helligkeit. Das ist doch ein guter Kontrast, das lassen wir so. Ja, zurück aus, Akzent. Machen wir ganz schwarz. So, wenn diese gut ausschauen, weiß ich es auch nicht. Kann man lassen. Nehmen wir so. Und Figur. Schau hier, Figur. Ja, saubere Karen-Schultern. Was haben wir da? Muskeldefinition. Ja, schau hier. Ja, ein wenig gewampert. Wir haben ein wenig gewampert. Schau hier. Das passt schon. Schaut aber schon stabil aus. Brauchst du mir nicht da wieder Make-up und Bemalung, Mund, Nase. Also wenn wir mir nicht brutal ausschauen, dann weiß ich es auch nicht. Also, mit der Karen-Frisur verraten wir alle, die da sind. Nehmen wir genau so. Kann ich da einen Namen eingeben? Beta-Testdaten. Palico! So, bei der Katze gehen wir uns natürlich schon. Oh. No. In der Regel haben Piraten rote Bärte. In der Regel hätten die Wikinger rote Bärte. In der Regel haben Wikinger rote Bärte. Wieder mal. Echt? Kommt das automatisch von einem jeden da rein? Der Andi! Machen Bob Ross. Merci dir. Aber den Andi haben wir hinaus. So, was machen wir mit der Miezi? Ist es unser Begleiter oder was ist denn mit der Miezi? No! Oh. Der schaut ein bisschen aus wie der Vulpera aus WoW. Oh, ist die flauschig! Ist die flauschig! Was haben wir da? Felinensprache. Was sind das? Sämtliche Felinen, auch dein Palico, verwenden die Felinensprache. Dies kann auch in den Optionen angepasst werden. Das heißt, dann verstehen wir es nicht, wenn er was sagt. Das ist nichts. Stimme? Haben wir wieder auch was? Untermenü? Los geht's. Ja, dann nehmen wir natürlich die ultra-cute-Stimme. Alles andere war auch komisch. So, was können wir jetzt da? Langes Fell, an, aus. Natürlich lassen wir das auch schon hin. Gewampert die Miese. Eine. Haben wir für Ohrenformverbindung? Was? Das sind die Ohrenformverbindung. Da kann ich einen Cut reinmachen schon hin. Ja, Cut soll er haben. Ohrengröße, ja, maximal. Felltyp Ohr. Ja, eigentlich schon ganz witzig. So, was haben wir jetzt eigentlich da so? Bin ich unschlüssig. Nehmen wir die normale Ohrwaschel. Da, Muskelauge! So, mit Farbe, Musterfarbe. Kann man da wieder Verrücktes einstellen. So. Ja, die ist unterm Bauch schon ein wenig gelb, weil es die ganze Zeit, weißt du schon? Weil es die ganze Zeit ein wenig im Träger umeinander liegt. Ah. Schöne Miezi, die nehme ich so. Die ist so flauschig. Übrigens. That's what she said. Das sagst du eh nichts davon. Ich sag wieder meine, das war 100%, war ich mal schon wieder klar im Vorhinein, man sagt weder unsere scheiß Karen-Frisur, noch sagt man, dass die Miezi wirklich, wie man es halt sagt. Da rennt nie jemand knockert umeinander. Ja, bestätigen, wird schon passen. So, Namen für deinen Charakter. Du kannst maximal 15 Zeichen. Ja, dann nehmen wir natürlich. Eingegebene Texte werden für viele Menschen sichtbar sein und können von anderen gespeichert werden. Bitte verwende keine Inhalte, die illegal, anstößig oder persönlich sind oder in die Rechte Dritter verletzen. Jäger, Nachgeburt. Nein, natürlich nicht. Was nicht nackert, keine Depf.
Airy Karen. Katzbrocken, gut. Aber ich kann nicht meinem, wie heißt der, Palik, meine Katze einen Namen geben? Da ich natürlich Katzbrocken reinschreiben. Der gute Alte. Der wird nie alt. Nie. Elisabeth. Der wird nicht alt. Möchtest du diesen Namen verwenden, Elisabeth? Ja. Jetzt lass mich rein, da gibt er noch. Ja! Palika! Natürlich kriegst du einen. So, du bist aber der Katzenbrocken natürlich. Katzenbrocken. Bestätigen, da wir gar nicht lange mal diskutieren. So. Lege die Menge der angezeigten Tutorials fest. Dies kann in den Optionen jederzeit geändert werden. Alle Anzeigen empfohlen, um die Grundlagen zu lernen. Gut, da ich komplett ahnungsloser bin, schaut das wahrscheinlich nicht. Einige Anzeigen empfohlen für erfahrene Spieler. Ich kenne mich nicht aus, ich bin ahnungsloser. Heute bin ich ahnungsloser. Pro-Gaming ist abgelegt. Alle Anzeigen. Wähle, ob du gewisse Tutorials mehrfach gezeigt werden. Dies kann... Nein, ich brauch's nicht, Ifte. Das tun wir nicht. Möchtest du das Abenteuer mit diesen Einstellungen starten? Jawohl! Verbindungsvorgang. Katharina. Ja, wenn ich da schon wieder 3/4 Stunde lang verbinden muss. Los geht's. No, oh, das ist aber mal ein nicer Übergang gewesen. Muss ich... Katharina ist auch gut, So, wo sind wir, was der wir, was passiert ist? Hey! Wir sind hier! Miau. Los, kommt her! Dein Ruf eilt dir voraus, Jäger. Du weißt sicher, warum ich dich herbestellt habe. Ja. Das verbotene Land? So ist es. Genauer gesagt geht es um den Jungen, den wir dort auflasen. Das Betreten der Region ist seit 1000 Jahren verboten. Wir dachten, das Land sei unbewohnt. Von seiner uralten Zivilisation gibt es nicht mehr als historische Aufzeichnungen. Umso größer die Überraschung, als wir den Jungen entdeckten. Er sagte, er gehöre einem Stamm an, den Hütern. Sie hätten ein Dorf in einem Land, das wir stets für unbewohnt hielten. Einige Jahre sind vergangen, doch die Akademie ist natürlich nach wie vor skeptisch. Dieses Dorf. Gibt es dafür Beweise? Nichts Eindeutiges. Aber die mysteriöse Zusammensetzung des Anhängers des Jungen bestärkt seine Aussage. Und auch was die Rettung des Jungen angeht. Ja? Wie es scheint, musste er vor einem Monster fliehen. Es griff sein Dorf an. Und nur er entkam. Unglücklicherweise ist der Tunnel, den er zur Flucht nutzte, eingestürzt. Wir fanden ihn, nahmen ihn auf und da sind wir nun. Haben wir Informationen über das Dorf? Keine. Und das Monster? Keine. Ich muss am Schluss auf alle Fälle jemand sagen, um was das geht, Vermuten weil... die Gelehrten, dass es sich um ein Monster handelt, von dem wir dachten, es sei ausgestorben. Eine ausgestorbene Spezies? Sie nennen es den Weißen Geist. Die Gilde hat die Rettung der Hüter und eine Untersuchung des Monsters autorisiert. Ulfric, Ich möchte, dass du eine Einheit bei dieser Expedition anführst. Vielen Dank. Okay, also wir haben den... Zu finden wird nicht leicht. Jemand wird dich unterstützen. Da fällt mir ein, ich habe eine Extraaufgabe für dich. Hallo, ich bin Alma. Alma? Na komm. Keine Angst. Das ist der Bur, den wir gefunden haben. You serious? Kannst du das Spiel leider mal? Ich mag jetzt da nicht auf Escape drücken, weil ich nicht weiß, ob es die Cutscene abbricht. Wie geht's? Schau dann gleich. Super, und dir? Sobald wir ein gutes Plätzchen finden, bauen wir auf und bereiten alles vor. Und dann geht es los. Das wird spitzenmäßig. Oh doch. Ja. Ich hoffe, wir finden sie bald. Bogmanek, hey, bin da. Ja, aber die Messe dir. Ja!
Chance. Kommst du da ran? Werd's versuchen. Ich komme mit. Oh, das schaut mir an, jetzt müssen die gleich irgendwas tun. Los. Action. Oh, er war aber knapper, du. Was tut mir Mieze? Wo ist die? Mieze! Oh, Mieze hängt am Schwanz drin. Okay. Ah, okay, mal halt, stopp. Los geht's. Festhalten. Halt, was? Ah, man kann doch nicht eine Pause drücken, was muss ich machen? Folge dem Mädchen. Kann ich irgendwie springen oder so? Okay, man kann nicht eine Pause drücken. Das klang jetzt schon wieder. Kann ich irgendwie schnell springen? Irgendwas? Okay, wir folgen dem Mädchen. What the fuck is happening? Da kommen wir nicht durch. Das hast du sehr gut erkannt. Da springen wir da auf weg. Aber oben drüber. Der scheint zu wissen, wo es lang geht. Springt die... Sag mal, mach ich das oder läuft das von selber? Das läuft von selber. Und jetzt? Weiter. Oh, okay, cool. Okay. 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 Reiten habe ich verstanden. Jetzt seid ihr gern zuhauen. Wir müssen was tun. Ich weiß auch schon was. Oh Gott, bin ich da schon wieder... Oh Gott, zielen mit dem Gamepad. Oh mein Gott, ich und zielen mit dem Gamepad. Oh, I'm gonna die. Was genau wird jetzt da da? Das habe ich ja noch nicht verschickt. Schweigherbst. Schüttel die Monster ab. Die Schleuder zielen. Was schießen die da? Glaskugeln! What? Ich kann nicht mehr schießen, warum kann ich nicht mehr schießen? Kleine Flanke. Was war das? Wie soll ich wieder mit dem Gamepad eintreten, was ab? Ich kann ja überhaupt nicht so hoch zielen und so weit nach rechts kann ich auch nicht zielen. Das sind so viele. Da, auf den Felsen. Verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht auf ihn zielen, was soll... Ah, okay. Ja, hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Kann da irgendwie nicht lenken. Bin verwirrt. Bin maximal verwirrt. Der Katzbrocken schreibt da ist Unterschrift. Du Scheiße. Muss jetzt da wieder irgendwas draufschießen oder was? Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Geh nicht weg. Los. Okay, wird jetzt draufgeprügelt. Okay. This was some badass shit. Nehm ich mal so. Komm. Alles wieder gut. Tumult. Tumult? Hey, schon gut. Hab keine Angst. Jo. So viel zum Thema unbewohnte Region. Muss eine Art flugunfähiger Vogel. Isai. Jemand muss ihm helfen. Aber jetzt sag, ist das etwa unsere erste Mission? Isai? Wir waren beim Saikri-Training. Und dann kam es. Und mein Bruder, er... Was kam? Eins der Viecher, die euch vorhin gejagt haben? Schon okay. Dein Bruder, wo ist er? Ich sollte weglaufen. Er ist geblieben. Klingt mächtig nach Ärger.
Wie können wir ihn finden? Gesepp mir es für 73 Monate. Es sei Du gottverdammter Verrückter. Isais Geruch. Ich suche ihn. Ich komme mit. Der Rest sucht derweil einen Lagerplatz. Ist gut. Meldet euch, falls ihr Hilfe braucht. Wir lassen euch Vorräte da. Ich kümmere mich um die beiden. Also gut ausschauen tut's. Da gibt's jetzt einmal nix. Irgendjemand hat im Chat gerade geschrieben, so mit so riesen Anime-Waffen kann ich nichts anfangen. Geht mir ähnlich, aber es gibt andere Waffen. Habe ich in irgendeinem Video mal gesehen. Das ist bloß die Frage, wann und wie man da Komm, gehen wir. an so eine Waffen ohne Wir sind kommt. bald zurück. Okay. Kommt. Seid vorsichtig, okay? Aber es ist schon wieder so verdächtig nah, optisch, für mich zumindest. Keiner sagen da wahrscheinlich was anderes, das ist ja klar. Es ist für mich optisch schon wieder so nah an Final Fantasy und ich werde einfach nicht warm damit. Aber gut, vielleicht ist mir das wurscht, wenn das Gameplay geil ist. Was haben wir jetzt da? Dürfen wir jetzt mal bewegen? Okay. So, da sind wir. Hier sind wir nun. Was soll ich machen? Sprich mit Alma. Dann reden wir doch mal mit der Alma. Ja, hast du dir schon eine Waffe ausgesucht? Ah ja. Nö. Es gibt 14 Waffentypen, die Jäger für die Jagd nutzen können und die alle ihre eigenen Angriffe und Besonderheiten haben. Mit dem Großschwert können langsame, schwere Angriffe ausgeführt werden, doch jeder Schlag hat es in sich. Das hast du in Elden Ring und Dark Souls schon. Probiere verschiedene Waffen aus, um die richtige für deinen Spielstil zu finden. Noch nicht? Was empfiehlst du? Ja, ich habe mich schon entschieden. Beantworte ein paar Fragen. Dann kann ich deine Vorlieben und Prioritäten einschätzen und die perfekte Waffe für dich aussuchen. Wie würdest du deinen Kampfstil beschreiben? Was doch hier jetzt auch nicht. Nichts geht über einen Schlag über das Schwergewicht. Das sind wahrscheinlich fette Waffen, schnell bewegen und den Gegner auf Trab halten. Das mag ich eigentlich schon. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Die Tankiness, das mag ich eigentlich auch. Ich nehme mein Ziel gerne aus der... man kann da rumballern? Man kann da rumballern? Welche Strategie bevorzugst du? Reinballern? Ich nutze gerne Munition unterschiedlichster Effekte, den perfekten Zeitpunkt abwarten und dann Feuer, feindliche Angriffe meiden und dabei unerbittlich angreifen. Ausweichen, schießen! Wenn du gern aus der Entfernung angreifst, könnte diese Waffe gut zu dir passen. Welche denn? Der Bogen. Zahlreiche Pfeilangriffe und gute Beweglichkeit. Aufladen erhöht die Pfeilkraft, Seitwärtsschritte ermöglichen flinke Ausweichmanöver, blocken, nein. Blocken. Wer braucht blocken? Blocken tue ich eigentlich schon auch gern. Aber probieren wir doch mal Fernkampf, warum nicht? Oder ist das in Monster Hunter Kreisen etwas Verwerfliches? Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch scheißegal. Klingt gut. Irgendwelche anderen Empfehlungen? Ich wähle selbst eine Waffe. Schauen wir mal, was es noch für Fernkampfwaffen Wunderbar, gibt. dann rüste dich aus und... Lefty Lee schreibt Gamepad. Hab ich. Aber ja, haben wir wieder so weit. Muss ich kann man anlocken? Also Lock-on-Target oder muss ich selber zielen? Ja, dann muss man es lernen. So, was haben wir da? Insektenklefe. Schauen wir nach so einem Stab, leichtes Bogengewehr. Das macht so ein bisschen. Hochmobile Waffe für Schnellfeuer auf mittlere Distanz und flinkes Ausweichen. Verbraucht Energie für Feuerstöße eines Munitionstyps. Blocken? Nein. Energieklinge? Sonst glaube ich gibt es gar keine. Ja, es wird schon einen Grund haben, warum es nicht recht viele Fernkampfmöglichkeiten gibt, weil das ist meistens nämlich einfacher als Melee. Eine Lanze. Eine Morph-Axt. Was ist eine Morph-Axt? Schaut eigentlich auch cool aus. Fetten Ding da reinprügeln. Gibt's nicht einfach. Schwert und Schild, ja, hi. Ich bin normalerweise so der Schwert- oder der Schild-Typ. Sag ich dir, was ist. Doppelklingen kann man auch mal. Muss aber nicht sein, aber ich glaube, dass es das leichte Bogengewehr nimmt. Kettenschwert und Bolter, stimmt, wo? Probieren wir mal das Bogengewehr. Weil, warum nicht? Da kannst du deine Waffe austesten. Sobald du ein Gefühl für die Waffe hast, ziehen wir los. Wie tun wir das? Finde, was zu dir passt. Jede Waffe hat einen. Wenn das Scheiß hat, weißt du, was mich schon wieder komplett narrisch macht, wenn das Scheiß hat, dermaßen zugeschissen ist, mit 1000 Knopf und Minimap und Knopf um. Waffe bereit machen ist RT. Okay. Zielen. Halt, stopp. Wir tun die wieder weg. Das Bogengewehr. Schießen, RT. Okay.
Ah, mit dem Gamepad ist halt das so. Ja! Weiß auch nicht, IGRB Fokus Adlerschlag. Okay. Ah, ich weiß es nicht. Die Armbrust musst ja viertladen, so riesig wie. Spezialmunition ist nachladen. Da unten ist meine Munition wahrscheinlich. Modus wechseln. Was für ein Modus? Eine normale Munition? Adlerschlag? Was steht denn da was von einem Modus? Verstehe ich nicht. Spezialmunition, Modus wechseln, nachladen. Schieß mal mit Nummer. Hoppala, das ist falsch. Ja, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Burst ist ganz nett. Wie tut man. Nachladen tut man auf Y, hat's geheißen, gell? Ausweichen. Ah, okay. Oh, das mit dem Gamepad ist halt anders asozial. Du mit Tastatur her. Also bei Melee kann ich es mir sehr gut vorstellen. Jetzt warte mal. Ja, okay, so. Zielen, Fokus, Linksklick nachladen, nachladen auf R, Modus wechseln. Was ist Modus wechseln? Ich check's nicht ganz. Okay, da schießt er offensichtlich 5. Und da 3 kurze. Ja, schon verstanden. Und wie tut man den Adlerscheiß da mal? R und F Spezialmunition. Ich tue die 2 Tastendrucker, ist natürlich beschissen, aber. So, wir haben den Boden eingeschossen. Was? Wie für eine Explosion? Vielleicht das Bogen. Was tut das Ding? Ausweicher, die haben so. So. Waffe bereit machen. Wie tue ich die Waffen wieder weg? Auf Shift. Die 3 machen 9 Damage und die 5 nur 7. Müssen wir kurz rechnen. Aber du musst auch alle treffen, das ist halt das nächste. Ja gut. Ganz ehrlich, bis jetzt bin ich wenn ich natürlich Tab auf Sakiri steigen. Sakiri ist unser Pferdteil, ja. Mit Tab steigst du auf den Saikri, nicht Saikiri, sondern Saikri und bewegst dich automatisch auf das Ziel zu. Wie automatisch? Wie in Diablo Immortal. Serious? 3. Benutze WASD während der Autobewegung, um deinen Saikri manuell zu steuern. Machst du längere Zeit keine Angabe oder drückst Tab, kehrst du zur automatischen Bewegung zurück. Mit Tab steigst du auf den Saikri und bewegst dich automatisch auf das Ziel zu. Okay. Gut. Machen wir das zu. Lassen wir uns auf die Karte führen. Und ich muss nichts tun, oder was? Kann man nicht aufs Schiff? Saikri müssen unglaublich intelligent sein. Sie folgen einer Nochmal Tab. Gesetz von selbst. Schnell sind sie auch. Die laufen von selber. Was hab ich denn jetzt da? Ach, ich kann da Sachen einsammeln, oder was? Was war Okay. das? Okay. Kam von da drin. Das kam von da drin. Springt der selber? Er springt da selber. Was? Hallo, Game! Da unten. Was ist da unten? Oh, das ist anders. Saikri. Das müssen wir... Oh! Oh, ist das unser erster Tutorial-Gegner? Riesengroße... Ein Froschklumpen! Der tut ja nichts, der schlägt ja bloß ab. Kannst du nicht mehrere Waffen testen? Ja, natürlich, aber ich lasse das über... Ich glaube, dass ich jetzt nicht 18 Waffen durchteste. Probieren wir einfach mit die, das kommen wir mit Sicherheit später auch noch. Oh, stimmt, Witcher 3 Krücken, die schaut genauso aus. Stimmt. Verschwinde! Los, Koppel! Wir müssen weg! So, jetzt bin ich gespannt, wie sich die so fühlt. Okay, bei mir! Was haben wir jetzt? Da haben wir ja Rosen ins Gesicht geschossen. Anscheinend ja. Lauf! Nein, ich lass ihn nicht zurück! Los, komm. Schnell. Oh oh. So. Jetzt schauen wir mal, was... Ein Kontakt eine amphibische Spezies. Was kann der so? Was kannst du da so? Diese Bedrohung sofort zu neutralisieren. Keine Ahnung, ballern wir einfach mit drauf. Ich hab das Gefühl,
Ich hab das Gefühl, Range-Waffen haben irgendwie Leben. Wo ist dieser Lebensleisten? Hat der, wie viel halten der aus so im Schnitt? So, Spezialmunition. RF. Ich weiß nicht, was das soll, aber probieren wir mal den anderen Modus. Naja. Fühlt sich irgendwie satisfying an. Schnellfeuer verbraucht Energie, damit du in kurzer Zeit viele Schüsse abgeben kannst. Oh. Was soll ich jetzt da tun? Soll ich abstechen oder was? Ich lege den Chatacabra. Du Scheiße, geh weg von mir. Da musst du schon mehr einfallen lassen. Oh, ein Rohschein oder was? Oh. Ah. Okay. Wunden. Greifst du denselben Körperteil eines Monsters mehrmals an, verursachst du eine Wunde. Angriffe auf Wunden richten mehr Schaden an, also nutze den Fokus-Modus, um sie zu deinem Ziel zu machen. Wie nimmt man den Fokus-Scheiß her? Fokus rechte Maus, boah mit. Einen Arsch! Ich hab da die Wunde schon zielt, die Wunde ist jetzt weg. Schieß mal mit Fresse, keine Ahnung. Halte rechte Maustaste und drücke Shift für einen Fokusangriff. Trifft der Angriff eine Wunde, maximiert er sie, verursacht dabei enormen Schaden und lässt das Monster zurückschrecken. Das heißt mit Zielen und Shift oder was? Ah, den Schuss habe ich vorher schon gesagt. Ja, gut, bin schon stark. Kenne ich mich schon aus. Also da scheint er keinen Schaden zu kriegen. Hat man überhaupt eine Lebensleistung von dem Mistvieh? Ja, ich habe mir leider die Wunde nicht getroffen, aber wir probieren es nochmal. Komm, gib ihm. Ja, jetzt dreht er sich um, der Huren. Nein, jetzt laut. Hey, hallo! 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 Ich will nicht davonlaufen! Da kann einmal gar nichts. Wenn sich das Fadenkreuz beim Zielen orange färbt, befindest du dich in der kritischen Reichweite und verursachst beim Schießen den meisten Schaden. Ah, da geht es um Range auch noch. Verursache beim Bewegen und Angreifen in der kritischen Reichweite zu bleiben. Versuche mit Verursache. Die kritische Reichweite hängt von der Munition ab. Mit Auf-Ab kannst du die ausgerüstete Munition wechseln. Warte mal. Gottes Willen, was ist das? Normale Munition, Giftmunition, Schrotmunition? Perforationsmunition? Habe ich davon unendlich? Oder na, da habe ich bloß 2 wie Giftmunition. Oder nehmen wir natürlich panzerbrechende Munition, ist ja klar. Wo ist jetzt unser Pferdl? Ich bin hier, Monster! Ja, das ist gut. Kann ich da runterschießen? Ich kann da runterschießen! Okay, dann ballert man da mal in die Wunde rein, du. Unzählige Angriffsmöglichkeiten. Verwende R plus F, um eine Wyvern-Explosion zu platzieren. Wird sie von einem Jäger oder Monster angegriffen, explodiert sie und fügt dem Monster Schaden zu. Was ist denn das für eine behinderte Tastenkombi, Alter? Jede Waffe bietet zahlreiche Angriffs- und Aktionsmöglichkeiten. Lass dich von der vorherigen Seite inspirieren und probiere so viel wie möglich aus. Aha, aha. Bis jetzt sehe ich da bloß, baller mal rein. Warte mal, gehen wir mal vom Vogel runter. Wir gehen vom Vogel runter. Wir gehen vom Vogel runter! Also der läuft schon wieder davor. Okay, schießt mir mit dem Arsch ein. Ja, ansonsten kann schon wieder nicht schießen. Warum denn? Müssen Waffen das heißt. Du kannst mit einem Leuchtzeichen um Hilfe rufen. Was? Ich brauche nicht. Was ist denn das da alles? Was ist denn das da, Alter? Passiert so viel! Nach Beginn einer Quest kannst du Notleuchtzeichen senden, um andere Spieler um Hilfe zu bitten. Ja, also wenn ich mit dem Tutorial schon andere Leute holen muss, dann... Jagdgruppen bestehen aus 4 Mitgliedern. Also man kann das Koop spielen. Also können bis zu 3 andere Spieler beitreten. Treten nach dem Abfeuern eines Notleuchtzeichens keine Spieler bei, eilen nach einer Weile Hilfsjäger an deine Seite. NPCs wahrscheinlich dann. Hilfsjäger sind Jäger aus anderen Einheiten des Expeditionsteams. Sie helfen dir bei den Jagden, bis andere Spieler die Plätze deiner Gruppe auffüllen können. Die Priorität bei Leuchtnoten liegt auf Spielern. Sobald Spieler der Quest beitreten, werden die Hilfsjäger durch die Spieler ersetzt. Ja, Control-Menü, also ich muss das jetzt machen, oder was? Dann ist dieses Leuchtzeichen.
Möchtest du einen Notfallsender abfeuern? Am Quest-Schalter unter Einstellungen, mehr Spieleinstellungen kannst du festlegen, wer auf deine Notleuchtzeichen reagieren kann. Nein, mag ich nicht. Das will ich nicht! Ist das Fragenkreuz drin? Spielst du in der optimalen Reichweite? Dies wollte ich noch ausprobieren. Wir gehen vom Vogel oben. Wieso gehe ich nur Vorratsobjekte ansehen? Was ist ja Gott im Himmel, was ist denn das alles? So, ich muss mir da alles reinballen. Wir steigen vom Vogel ab. Lass mich vom Vogel absteigen. B. Ah, auf B kann ich anvisieren, oder was? Was ist das alles für ein kleines... Was zum Fick... Wir steigen vom Vogel ab! Wegstecken, auf Leertaste. Kruzifix nochmal. Auf. Und dann reingeballert. So nicht. Jetzt machen wir mit diesen hier. Was läuft da für Viechzeug umeinander? Was? Ah, jetzt haben wir optimale Reichweite. Das ist die gute. Das ist jetzt nicht so gut. Immer schön in die Fresse rein. So, und jetzt gehen wir hin. Und dann hat er gesessen. Und wenn es nach mir geht, dann ballert man einfach weiter. Tu dich noch wetzen am Boden. Tu dich noch stehen, aber vielleicht soll ich mal auf Runden schießen. Wie ein Kattenhübs. Ein bisschen Nachschei. Warte mal, vielleicht trifft man noch mal so ein Ding. Ja, aber es hat nichts gebracht. Unterm Nachlang kann man nicht springen. Eine im Popo. Eine im Popo! Warte mal, den wir mit dem Modus wechseln. Das könnte uns ins Land setzen. Haben ins Knack geschossen. Hat nicht funktioniert, glaube ich zumindest. Infarkt mit dir. Du mir nachladen. Nee, wieso springt er jetzt da hin? Er drückt nach hinten und er springt nach vorne. Ja, das macht Sinn. Dann wir nachladen. Dann haben wir mal Schrotmunition. Okay. Einen Popo. Achtung. Shift-Schuss. Hat nicht geholfen. Oder hat er geholfen? Ich weiß es nicht. What? Sag mal, ist die grüne Lebensleiste meine oder die vom Gegner? Mal nachladen. Nochmal eine in den Arsch. Kim. Läuft er wieder davon. Also man sagt nicht, wie viel die Viecher noch aushalten. Ist das normal oder? Waffen an. Lauft man ihm direkt nach. Ich weiß gar nicht, was das ganze Blinky zeigt. Da ist drauf geschissen. Das bringen wir her, Mann, da. Hopp. Kann ich da irgendwas? Feuern in kritischer Reichweite. Was tut denn mein Viech? Was tut denn mein Viech? Hast du gesagt, das läuft von selber? Was tut denn mein Viech schon wieder? Ach, das kann nicht. Ah, okay, das kann nicht schneller. Das kann nicht schneller laufen, weil ich die Waffen raus habe. Jetzt sind wir beieinander. Ja, hab schon verstanden. Bin schon stark. Man muss nur wissen. Ja, da, was ist das? Was kann das? Was tut das? Was muss ich da tun? Was muss ich da tun? F drücken. Press F vor, wie tut man die Waffen weg? E, F, Förderplatz. Okay, Eisen jetzt. I see. Was soll jetzt da? Erledigen, Chappa, Chipupsi. Dann mach mal hin. Da oben ist er. Schaut ein bisschen aus wie ein Bisasam. Was ist mit dem? Was ist mit dir? Kriegst du eine in die Wunde hinein? So schaut's aus. Na, Schrotmunition, die schießt man zu langsam. Perforat. Oh, die schaut doch gut aus. Aber da haben wir nicht in der optimalen Reichweite. Headshot. Nach Indie und KCD finde ich das gleich eine traurige Vorstellung. Du, Toni, bis jetzt bin ich auch noch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, E-Waffe wegstecken, Hammer. F, Kadaver, aber gut, das ist das Tutorial-Viech. Das wird nicht recht viel kennen, nehme ich an. Kadaver zerlegen. Wegdienstbürger, Granaten unter den Arsch. Also muss ich umbleiben auf F, oder was?
Rückgabe von Vorräten. Als Vorratsobjekte kategorisierte Objekte werden nach Abschluss einer Quest wieder zurückgegeben. Ein als Wegpunkt festgelegte, was haben wir jetzt so gehört? Schleuder ziehen. Und das war's jetzt, oder was? Quest sofort beenden mit Z. Kann man da noch was aufklappen? Ah ja, klebriger Stein. Und ist sonst noch was? Ist das wichtig, das Klump da, oder? Der Knallstein. Ja, okay. Wie gesagt, Tutorial. Was haben wir jetzt da? Schleimige Situation, Abschlusszeit, 5 Minuten 10 Sekunden. Aktuelle Fähigkeit, nix, Chatacabra-Zertifikat, Gildenzertifikat für das Erjagen eines Chatacabra. Zur Ausrüstungsherstellung, Punkt. Seltenheit 4. Ausrüstungsmaterial haben wir gekriegt. Was ist das? Da muss ich da jetzt alles verkaufen, alles nehmen. Was weiß ich, was das für Zeug ist. Was ist die dicke Haut? Was haben wir da? Schuppen, Zertifikate, Haut, der Kiefer. Was ist da? Kraut. Ja, wir nehmen alles. Nehmen wir mal alles, ist eh wurscht. Du hast alle Objekte in die Objekttruhe verlagert. Okay. Belohnungsgeld 3960 Gildenpunkte. Was für Gilde, Alter? Panika-Stufe 2, das ist das Allerwichtigste. Belohnungsgeld 300 Anmachten, was auch immer das bedeutet, das weiß ich nicht. Gruppengröße 1. Hintergrundanzeigen F bestätigen. Wir sind hier. Heinrich, wir sind das YouTube-Volk. Alles Teile zur Waffen- und Rüstungsherstellung. Trauma wetten die Gang nicht 50-50 aus. Mats für Rüstung und Waffen. Da machst du Waffen und Rüstung. Ja, ich denke mal schon. Das ist halt Crafting-Shit. Also es ist halt, ich meine, so schlau bin ich wahrscheinlich, hoffentlich zumindest auch selber, es ist ein Grinding-Game. Ich habe überhaupt nichts gegen Grinding-Games. Also ich bin da sehr unvoreingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist er jetzt hingelaufen? Was tut denn? Achso, wir holen den anderen da raus. Es ist sicher. Die Frage ist so, mich interessiert in diesen Spielen eigentlich die Story nicht, sondern Gameplay ist alles. Ich sag dir jetzt was, ich glaube, dass das Gameplay mit Schießen ziemlich fad ist. Tu mir ein Schwert her oder irgendwas, keine Ahnung. Den Winden sei Dank. Und wie krass die Umstellung ist, wenn du mit, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen 40 Stunden Kingdom Come gespielt. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Wie wichtig das ist, dass das hat nicht mit so viel Scheiße zugeschissen ist. Minimaps, Buttons, Tipps und Scheiß und keine Ahnung. Also, wie... Ja, Sprengi, das trifft es bis jetzt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist. Nona! Wo ist sie? Bei uns, keine Sorge. Ich glaube, dass mir die Story einfach ein scheißegal ist. Dich zu ihr, okay? Da müsst ihr jetzt Linda mit in Beistrick interessiert. Ich bin Isai. Wir beide sind aus einem Nagel... Ich heiße Nona. Ja, das ist toll. Ich bin Alma. Ich bin Alma, meine Freunde und ich sind auf der Suche nach etwas von weiters Westen, bla bla bla. Was ist da eigentlich passiert? Das ist mir eigentlich, nein, ich mag eigentlich nichts wissen. Wie seid ihr eigentlich an den Chatacabra geraten? Monster in die Hand, ne. Oh, das war allein meine Schuld. Ich war Langschwert ist zum einen käme am besten, wir werden es testen. Ich sag's das, was ist, ich drück die Scheiße da jetzt weg, weil es mich echt ein Scheiß interessiert. Ja, ein Dorf ist von einem Monster angegriffen worden, geh bitte raus und hau Monster zusammen. Okay. Wir sind genauso ergiebig wie die Chat, wie die Quest-Lines in WoW wahrscheinlich. Das zeigt einem nochmal, wie gut KCD 2 ist. Ja, ich habe noch kein Urteil. Gut, ich glaube, dass er bei dem Spiel auch so schnell kein Urteil nicht fällen kann. Es ist ja auch schon absolut grundlegender Schwachsinn, das Spiel mit KCD 2 zu vergleichen. Das hat nichts miteinander zu tun. Absolut gar nichts. So. Gildenpunkte, der Auszeichnung erhalten, Land, eine Quest wurde freigeschaltet, sprich mit Nata. Kann ich jetzt da noch andere Waffen wählen? Muss ich da wieder zur Alma gehen, oder was? Wo ist denn die Alma? Alma, wo? Da, ich meine, hat, überall, ich seht ihr gerade nicht, da links neben mir ist eine Minimap, die ist auch uninteressant, drauf geschissen. Ich weiß auch nicht, da merke ich erst so richtig, wie wichtig das ist, dass ich von dem Scheiß nicht zurückgeschissen werde. Ja, wie im Path of Exile, geschissen auf die Story, was ist das da? Das ist der Konrad. Ansprechen. Nein, mag ich nicht. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Download! Nimm die Dual Blades. Ich sag nur Attack on Titan. Ja, schön weiß, wie man nur so Dinge hätten zum Spielen. Warum gibt es eigentlich kein Attack on Titan Spiel? Anständiges.
Zero Cool schreibt, der Faden wird dünner. Ja, also natürlich, der Faden ist bis jetzt nicht dicker geworden. Das muss ich allerdings auch ganz klar sagen. Da fällt der erst einmal so richtig, es schaut gut aus, brauchen wir nicht diskutieren. Aber nach KCD 2 weiß ich, wie gut Spiele ausschauen können, wenn sie wollen. Du musst zurück nach Böhmen. Dann gefällt dir auf Assassin's Hard Shadows. Ja, das wird sowieso bloß gespielt, damit man sich darüber lustig machen kann. So. Wo ist jetzt da wer? Ich kenne mich nicht aus. Alma? Bist du der Alma? Nein, du bist nicht der Alma. Du warst mit uns auf dem Schiff, ja. Da steht unser Viech umeinander. Ist das der Alma? Nein, das ist nicht der Alma. Wo muss ich nicht zum? Ist ja nichts, einfach zum schnell mal reinpimmeln. Ja, ob das noch recht viel besser oder recht viel anders wird, kann ich mir halt nicht vorstellen. Natürlich kriegt Viecher mehr Fähigkeiten und so weiter und deine Waffen kriegt mehr Fähigkeiten. Aber wenn sie ganz ehrlich, wenn sie die Viecher nicht spielen wie Elden Ring Bosse, dann fürchte ich, werden sie mich nicht lang halten können. Wo kann ich meine Waffen noch mal wechseln? Hallo? In welchem Spiel mit einer Katz ist Katz nicht das Beste? Das stimmt. Free Frankie, servus, ist es möglich, Spiel ein bisschen lauter zu machen? Das stimmt, das wollten wir nachschauen, gell? Jetzt kommen wir da einmal in Ruhe Herstellungsliste. Wo haben wir da? Einstellungen, Optionen. Wo ist Audio? Das wahrscheinlich. Ah ja. Schön, ja, Gesamtlautstärke machen wir mal lauter. Stimmenlautstärke machen wir mal lauter. Oder machen wir mit Effekte. Effekte lauter. In der Hoffnung, es wird dann lauter. F bestätigen. Und zurück und zurück und zurück. Nahkampfwaffe ändert alles. Beim Nata im Zelt. So, wer war der Nata? Nata, sie, Nata im Zelt. So, da ist Alma. Sehr gut. Kann ich bei ihrer Waffen wieder wechseln? Weg. Nein, aber dann allgemein da irgendwo im Zelt oder was? Zeltfrage, Zelt kann ich nicht mehr. Sprich mit Nata. Muss ich erst mit ihr reden. Hey, Bla 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 bla, oh hallo, ja, wie kommst du zurecht? Ja, oh, das kann man nicht Ich war so unterbringen. überrascht, als du vom Schiff auf diesen Vogel gesprungen bist. Das war unglaublich. Los. findest du? Ja, Wie kommst du zurecht? gut. Oh shit, ich meine, das ist der, wenn es farbig hinterlegt ist, dann ist die Questing, aber ja. Ich war so überrascht, als du vom Schiff auf diesen Vogel gesprungen bist. Das soll ein Typ sein. Das war unglaublich. Audio besser? Wunderbar. Ich tue mein Mikrofon noch mal ein bisschen weg, dann könnt ihr ein Findest bisschen du? lauter machen bei euch. Ja, Wir Gespräch reden beenden. später weiter. Ja, reden wir später weiter. Tschüss. Dann. okay. Tschüss! Ich möchte jetzt Sachen zusammenschlagen. Sprich mit deinen Gildenkollegen. Ja, vorher kann ich doch nicht ins Zelt rein, ich sehe das richtig, da ist ein Kreuzel dort. Ja, gut. Sprich mit deinen Gildenkollegen. Wer sind meine Gildenkollegen? Sind das die wahrscheinlich da markiert sind? Miezi! Willkommen zurück. Sah's gut aus da draußen? Danke, dass du dich um Nata und Nona gekümmert hast. Tja, was Ja. soll ich sagen? Bla. Wie geht's? Ah ja, wenn's gelb ist, dann ist wahrscheinlich Quest. Ist alles technisch. aufgebaut und einsatzbereit. Wie gefällt's dir? Scheint eine Schmiede zu sein. Ah ja. Bei der Schmiede kannst du durch die Jagd verdiente Zähne und Materialien verwenden, um Waffen und Rüstungen für dich und deinen Palico zu schmieden oder zu verbessern. Ist nicht und perfekt, das ist, aber ich glaube ich, so komm klar. die Zumal wir vielleicht Spirale, immer weiterreisen. Aber keine die Sorge. drin holt. Ich kann Weißt dir du schon. alles zaubern, was du da draußen brauchst. Wenn Ja, du schon verstanden. Materialien hast. Ja, bla. Erhaltene Materialien, Chatacabra Haut, Chatacabra Panzer. Bestätigen. Ja, schauen wir doch direkt einmal. Rüstung schmieden, verbessern. Da ist auch noch nicht, kann ich nicht hochklicken. Machen wir mal Was so. hat dir gefällt? Die Rüstung eines Jägers besteht aus 5 Teilen. Im Menü Rüstung schmieden, verbessern kannst du mächtige Ausrüstung herstellen, indem du Materialien verwendest. Ja. Jedes Rüstungsteil hat 2 Versionen mit gleichen Werten. Wähle die Version, die am besten zu deinem Jäger passt. Also Optik wahrscheinlich. Registriere Ausrüstung, die du später in der Schmiede herstellen möchtest, in der Wunschliste, auf die du mit R über das Untermenü zugreifen kannst. Sobald du die nötigen Materialien hast, wirst du benachrichtigt. Rüstung aus Chatacabra-Teilen verfügt über bessere Verteidigung als reguläre Rüstung. Stelle welche her, um dich auf die nächste Jagd vorzubereiten. Okay. Das Menü, das ist so dermaßen überladen schon wieder alles, dass ich es kotzen krieg. Was genau, wie, Hoffnungsset, Lederset, Kettenset, Knochenset. Was kann ich denn jetzt da herstellen? Die Sachen habe ich schon, oder was? Die haben wir auf den Ich bin Heimtisch. Startklar. Materialien sowie 100 Z werden aufgewertet. Möchtest du fortfahren? Nein. Wo steht denn, was ich dafür brauche? Ausrüstungsinfo, Slot-Info, göttlicher Segen, Betäubungswiderstand.
Ich bin stark. Brustrüstung, Material. Wo stehen denn Kosten? Das kostet bloß 100 oder was? Ich bin stark. Materialien sind. Rechts oben ist unser Gate. Was für eine Materialien kostet das Ding? Ich baue jetzt einfach mal die Brustrüstung aus, weil es mir wurscht ist, weil ich wissen möchte, was passiert. 3960 Hammer. Alles klar. Kruzifix, lasst's mir einfach machen! Kruzifix, wie war denn das? Gleich ausrüsten. Das habe ich doch schon ausgerüstet, das Ding, oder? Ja, rüst mir aus, das ist scheißegal. Okay. So. Ah. Chupacabra-Set. Wo sehe ich, ob das besser eine Stats hat als das, was ich auch habe? Verteidigungsstatus. Verteidigung geht von 11 auf 15, wenn ich es richtig verstehe. Wasser ist besser, Donner schlechter, Eis schlechter. Oder? Was ist das untere Ding? Was heißt das mit dem orangen Teil da? Ausrüstungsfähigkeiten, Schnellessen, Objektverlängerung Stufe 2, Ausrüstungsfähigkeiten. Was bitte? Ich habe doch keine Ahnung, was die Scheiße bedeutet. Haben das Set-Fähigkeiten oder was, wenn ich alle 5 habe? Es ist so intuitiv, das Menü. Toni, da gebe ich dir recht, ja. Mann- und Frauenrüstung. But why? Steht das irgendwo? Steht da irgendwo weiblich, männlich? Keine Ahnung was. Ja, ist ja wurscht. So. Schmiedematerialien. Chupacabra Schuppe brauchen wir 2. Gut so. Kostet 2 und ich hab 8. Was kostet das Ding? Kann man eh nicht alle bauen, oder? Nehme ich mal an. Bauen wir einfach mal. Bauen wir einfach mal, ist eh wurscht. Muss ich mir jetzt mit den Scheiß da anschauen von ihr? Sehe ich das richtig? Ja, ist gut gemacht. Dankeschön. Gib mir einfach mein Item und halt den Maul. Gleich ausrüsten. Rein damit! Ah, jetzt schauen wir gut aus. Schau hin, wie gut das wir ausschauen. Dann bauen wir, wenn uns Quest sagen, wir sollen das Ding bauen, dann bauen wir das. Tu halt jetzt die Animation weg. Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Da, geh. Da, wunderbar. Weg damit. Okay. Tipptopp. Gleich ausrüsten. Ja. So. Schauen wir schon mal gut aus. Und Hosen und... Was ist denn das? Und Beine können wir noch nicht bauen. Sage ich das richtig? Weil wir keinen... Was ist Scheiße. Was hast du jetzt gesagt? Wie markiere ich das? Oh. Irgendwas, das dir gefällt? Wie markiere ich das? Sobald ich dann die Materialien habe, dann wird es mir auch wie automatisch Benachrichtigt. Geh, Vorschau. Das wollte man eigentlich nicht. Untermenü. Rüstungsfarbe, Vergleich wechseln, steuert Modell, steuert von zur Wunschliste hinzufügen. Wunschliste, ja, und da, nein, nicht mit Rechtsklick geht man außer. R-Untermenü, Wunschliste hinzufügen, ja. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. So, dann raus hier. Waffe schmieden oder verbessern. Langschwert hat es geheißen. Flinke Manöver und Kombos. Bei rotem Elanbalken werden einige Angriffe verstärkt. Beobachte das Monster und kontere. Blocken, nein. Irgendwas, das dir gefällt? Grundgütiger, Alter. Ja. Hoffnungsschneide. Kann man dann wahrscheinlich aufleveln in eine bestimmte Richtung. Was kann das dann zum Beispiel? Macht mehr Schaden, kostet Eisen, hat mehr Attack Power. Ich bin stark, klar. Muss ich das Ding da jetzt schmieden lassen? Sage ich das richtig? Kann man das jemand von
Der Skillbaum ist nicht so krass wie im PoE 2. Ja, das ist richtig, aber trotzdem, es gibt 14 verschiedene Waffen und so weiter. Das schaue ich mir jetzt natürlich nicht alles so. Schaut mal genauer hin, der Kopf raucht schon. Naja, da muss schon mehr kommen, als man der Kopf raucht. Ich bin ehrlich gesagt eher ein bisschen genervt davon, weil ich jetzt gar keinen Bock nicht habe, mir 25 von den Scheißsachen durchzulesen. Braunes Symbol heißt hast schon. Das hilft mir nicht weiter. Ich sehe kein braunes Symbol. Ich empfehle da die Doppelklingen. Nee, du hast die Waffe. Und wo? Dann gehen wir da mal wieder raus. Palico-Ausrüstung schmieden. Ist ja mal wurscht. Lass mal, was heißt denn das da? Ausrüstung ändern. Bogengewehr umbauen. Palico-Ausrüstung umbauen. Okay. Gespräch beenden. Ja, laber mich nicht voll. Lass mich jetzt mal zum nächsten. Zählt das jetzt als Gildenkumpane? Ja. Da der Katzbrocken ist ein guter. Das ist auf alle Fälle ein Plus. Da ist noch ein Miezi, schön. Dann überall Miezis in der Ritterrüstung. Das erinnert mich an ein Pokémon. Mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Das ist ein Knochenkopf auf dem Kopf. So, das passt mir auch macht. Ach, bei Rüstung ändern kann ich Waffen ändern. Müssen wir nochmal schnell zu ihr gehen. Ausrüstung verwalten, Rüstung schmieden, verbessern, Ausrüstung ändern. Hoffnungsgewehr. Ja, okay. Bin ich schon da. Nehmen wir das, dann nehmen wir das. Und dann zurück. Warum ich das nicht einfach so machen kann, das nervt mir jetzt schon wieder ein bisschen, aber probieren wir mal Mili aus. So, schmerzen wir mit ein. Ja, laber mich nicht voll. Sag mal, wer es bist und was du tust. Also, er hat nichts anzubieten, ist sowas wie ein Händler dann. Oder kann man da Reittiere kaufen? Ja, wir werden sehen. So, gehen wir mal da hindrehen. Na, wen haben wir denn da? Du hast ja einen ziemlichen Auftritt hingelegt. Guter aufgetrieben. Mir wurde gesagt, dass du gut Auftritt. bist. Dass du Aufgetrieben. verrückt bist, fand wohl niemand Herzlichen Glückwunsch, Birger. Tolles Deutsch. Ich bin Olivia. Wir werden viel miteinander zu tun. Freut mich, Olivia. Welche Rolle erfüllst du hier? Wie bist du bei dieser Expedition? Oh, wir war folgen. Es gibt Ah ja, richtig interessant. Ach, ja. Tschüss. Der Miau drauf. Der Miau drauf ist eine fantastische... Halt doch dein Maul! Der Miau drauf ist eine fantastische Trainingsattrappe, um verschiedene Waffen auszuprobieren und damit zu üben. Du kannst sogar unbegrenzt Verbrauchsobjekte und Bogengewehrmunition nutzen. Das ist ein Service. Das heißt, Munition ist nicht unendlich. Bestimmte Munition wahrscheinlich. Der Trainingsbereich befindet sich im hinteren Teil des Basislagers in der Windebene. Er kann von der Weltkarte aus auch per Schnellreise erreicht werden. Der Miau drauf ist eine fantastische... Haben wir schon der gut. beste Ort, um sich mit einer Waffe vertraut zu machen. Okay, Unser passt. Traum. Hast Gut. du gehört? Aha, Ein super. Trainingsbereich. So, betritt das Lass uns da Kommandozelt. mal hin. Lass mir jetzt mal irgendwelche Viecher zusammenhauen! Versammlung. Nicht den ganzen Tag in irgendwelche Menüs umeinander wühlen. Das war einmal... Wo ist das Kommandozelt? Das ist nicht das Kommandozelt. Wo ist das Kommandozelt? Ach, da hinten. Es gibt ein großes Kommandozelt und es gibt unser Zelt. Bin ich schon stark. Und ich da wieder selber hinlaufen. Oh, da kommt gleich mehr Viech daher. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, geh weg. Geh weg. Warum? Was passiert denn? Also, jetzt geht von selber rein. Ja, bitte stehen. So, Gut, sind wir katastrophale vollzählig? Witze mache ich doch nicht. Aves Einheit Das anwesend. hören wir uns ausnahmsweise mal noch. Einheiten Astrum, Rubrum, Turis, Ferrum, anwesend. Mal sehen. Versorgung, Forschung, alle da. Zumindest fast. Zuerst die guten Nachrichten. Wir hatten hier einen exzellenten Start. Ja, wir haben bereits Menschen getroffen. Ganz ehrlich, das dauert mir schon wieder sauber zu lang. Du die Scheiße weg, weil es mir ein Scheißdreck Aber ich interessiert. schlage vor, ihr wart keiner. Dies tut absolut. Aha, ja, geh irgendwo hier, hau ein Monster zusammen. Ist schon klar. Hey, kann mir jemand von euch helfen? Nö. Langsam der Honig aus. Jetzt muss ich zum Betritt dein Zelt. Hast du Das gar machen wir keinen mal. mehr? Ist es so dringend? Lass mich raten, um was geht's? Es hat irgendwo Monster auftaucht, da muss ich etwa hier noch nicht zusammenhauen. Lass mich raten. Zelt. So, jetzt haben wir im Zelt. Das ist ein cozy Tent. Das Beste bis jetzt ist die Miezi. Das stimmt leider Gottes, ja. Du und dein Palico müsst euch auf Jagden vorbereiten. Nutze dein Zelt, um deine Ausrüstung zu ändern und deinen Objektbeutel zu sortieren. Brian Hedlund am Arsch. Objekte senden. Wie Objekte senden? Objektbeutel. Lege Objekte. Mein Gott, das mit den Menüs macht mich fertig. Ich fürchte, wir werden keine Freunde sprechen. Ich fürchte, wir werden keine Freunde, weil so sind die was. Lege Objekte für Jagden in einen Objektbeutel. Du kannst die Objekte aus deiner Objekttruhe mit R im Untermenü auffüllen. Materialien aus Jagden werden automatisch in deiner Objekttruhe gelagert, sobald du auf das Zeltmenü zugreifst.
Wieso soll ich da was mitnehmen? Sind da Tränke drin? Oder haben wir eine Ration? Haben wir Rationen? Was ist das alles? Schreikapsel, große Fassbombe, Nitropilz, Megatrank, Wetzstein. Aha, ja. Wird schon passen. Wird schon passen für den Anfang. Du hast nun Zugriff auf Lobbys. Dort kannst du dich mit Freunden unterhalten und gemeinsam mit anderen auf die Jagd gehen. I don't give a shit. Nur Lobbymitglieder, bla, Verbindungsgruppe, bla, Tutorial und Tipps. Du kannst ein Notleuchtzeichen, das haben wir schon gehabt. Wenn du dann mit allem ja, weißt schon. So. Ich möchte jetzt gerne Viecher reinprügeln. Darf ich jetzt bitte in Viecher reinprügeln? Das war echt Meinetwegen können wir angebracht. Hey, hier Meinetwegen können wir aufbrechen. Das hört sich doch gut an. Kann es losgehen? Ja. Los. Sammle Materialien für Waffen und Ausrüstung, indem du Quest abschließt. Sprich mit Alma oder öffne das Menü in deinem Zelt, um Quests anzunehmen. Wenn du ein Monster bereits erjagt hast, kannst du es durch optionale Quests jederzeit erneut jagen. Diese Quests eignen sich perfekt, um Materialien zu sammeln. Farming halt, Farming Game. Sofern Platz ist, kannst du allen Quests beitreten, die von anderen Mitgliedern innerhalb derselben Logik. Okay. Questschalter, ja, los geht's. Hauen Sie rein. Bringen wir euch nach Hause. Frodo, merci für den Zwickel. Der Birge, was kann man sagen? Wie ist Spui? Ich bin heute ein wenig spät, hau mich dann in. Also, ich kann noch nicht so hundertprozentig viel sagen, außer dass ich mich sehr durch Menüs quäle. Und ich darf jetzt gerne mal nicht ein Tutorial. Ja, Kim, halt sein Ihr mal. habt Glück. Es gibt kaum jemanden, der die Stelle kennt, So. zu der ich euch bringe. Ja, irgendein Viech hauen. Lass uns jetzt bitte ein Viech hauen, weil ich wissen möchte. Weil Seid ich vorsichtig, wissen ja? möchte. Was ist denn jetzt da? Das läuft von selber. Okay. Weil ich wissen möchte, wie sich der Kampf anfühlt. Schrotflinten und Ding gegen das Tutorial-Viech, da schon wieder die Hakenschleuder. Mit der Hakenschleuder zielen, F sammeln. Aber mit den Zeitgeld sind wir im Nu da. Das ist also meine Beschäftigung, während das Viech von selber da hinläuft, was ich soll. Ja. Und Ich verstehe. praktisch, wenn man vor einem Monster davonlaufen So mittelmäßig aufregend, muss ich ganz ehrlich muss. Die sagen. sind auch recht schlau und haben gute Was haben wir da noch? Den nehmen wir auch noch mit. Okay. Ich Okay. weiß zwar noch nicht für was, aber wird schon passen. Ich will auch Zeitlehrer Der Knallstein. Die werden schon irgendwas labern, das wird schon passen. Sicher, das wirst du. Oder okay, es gibt Reittiere, hat das in MH Worlds auch gegeben? Weiß ich nicht. Ich hab Worlds, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und dann nicht mehr. Ich tue da lustige Sachen sammeln. Wieso kann ich das nicht sammeln? Jetzt kann ich sammeln. Ein schöner Name. Ich weiß nicht, was die alle da labern, aber wird schon passen. Ich sammle alles sein. Wenn wir im Dorf sind. Können wir mir ein bisschen schneller machen? Ah ja, sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Was hat denn der Bums gekostet? Ganz normal, ganz normal. Ich glaube, auf Steam kostet 60 Euro. Nur. Glaube ich. Ich hab's bei sind King so Green viele. für einen 50er gekauft. Oder 52 Euro. Seid vorsichtig. Beobachte die Monster. Ich möchte draufhauen! Und nicht beobachten! Was, muss ich da jetzt selber linken oder? Achso. Weiß ich auch noch nicht. Muss ich da was Bestimmtes tun? Folge ist sei. Hey, ja gut, ausschauen tut schon. So ist es nicht. Muss ich irgendwas da fürs Beobachten oder gelangt einfach hinschauen? Verstehe ich nicht. Unglaublich. Ich Ah, habe ja. noch nie von einer so großen Ceratonot-Herde gehört. Stein. Ella hat große Stacheln auf dem Rücken. Das ist das Männchen. In jeder Herde gibt es ein Männchen und mehrere Weibchen. Leute, ich möchte jetzt Viecher vermöbeln und nicht da mit 2 km/h durch die Wüsten reiten und Viecher anschauen. Betrachten! Ich will reinpimmeln. Freunde der Sonne, es ist 10 vor halb 10! Wir haben ein Viech erschlagen! Monster Hunter, wo? Bist du? Wir nennen ihn Röchelzinne. Da muss ich hinschauen, da muss ich hinschauen. Ah ja, okay, passt. Gut, sehe ich, ein kleiner Fehler, die hat KCD, ja, so fair muss man sein und bleiben. So, aber darf ich jetzt da irgendeine Viecher einmal einfach aufs Maul hauen? Das war echt schön. Okay, hier ist es.
Perfekt, Da danke. ist Honig. Gleich hier. Sammle Honig für den Versorgungsleiter. Ja, wenn ich WoW spielen will, dann spiele ich WoW. Ja, wenn ich irgendwo hier renne und Sachen sammeln muss. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Weiter ins Dorf? Wer ist denn der Isai eigentlich? Folgt mir. Tut er jetzt da... Was? Die Steuerung ist also schwammig. Täusche ich mich da jetzt oder ist das Nein, Einbildung oder ich ist die sollte Wasser holen Steuerung... gehen. Das Ich ganz hab null vergessen. Feedback. Kann ich jetzt da was tun? Kann ich Gibt Ärger. sprinten? Ja, Sotto Shift. wird mich ganz schön zusammenstauchen. Passiert nichts. Anhalten, Y. Nein, auf keinen Fall anhalten. Irgendwie helfen. Ich kann nicht schnell, also scheint nicht Nein, was sein. nein. Wenn überhaupt. Sie müssen ja halt würde auch ich zeigen, euch wie man eingefallen. sammelt. Das ist essentiell für das Spiel zu nehmen. Das ist generell richtig. Deswegen ist Langsam werde hält ich sich die nervös. Beschwerde auch noch in Grenzen. Für die Dorfbewohner sind wir Fremde. Ich will sie nicht Da irgendwie können wir beleidigen. jetzt aber mal Gas geben, das war Das echt wird schon. Keine Sorge. Geschichte. Meint ihr, da gibt's auch Felinen? Gute Frage. Die Gilde hat in der Region keine Hinweise auf Lyniana gefunden. Aber man weiß nie. Ich werde versuchen, sie nicht zu erschrecken. Kann ich nicht mehr sprinten. Ich glaube, es ist schwer zuzuschauen, weil man merkt, dass der Bürger nicht so begeistert bis jetzt ist. Ja, ich verstehe. Also um wir. Gottes Willen. Jeder, der jetzt gerade zuschaut, natürlich merkt man, dass ich nicht so begeistert bin bis jetzt. Weil bis jetzt will ich nur von Menüs da schlagen. Wie die Hölle, ich hab ein Tutorial-Viech zusammengehauen und ich bin hier gekommen, um Monster zu handeln und nicht mir da irgendeine, ja... Tut uns leid, dass wir zu Und spät jetzt sind. spielen wir schon seit einer Stunde. Lieber zu spät als tot. Was ist passiert? Ich hatte Ärger mit einer... Ja, was ist passiert? Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Auf Wiedersehen. Du Schwertastzung, das wollte ich nicht. Okay, wenigstens haben wir mal ein Viech gehauen, okay? Bestecke ich meine Waffen wieder weg. Auf E war das, glaube ich. Folge Alma. Warum muss ich in der Alma? Ich mag nicht der Alma folgen. Gib mir halt jetzt irgendein Viech, wo ich draufhau und gut ist. Die Leute am Tor. In der Hauptstory springst du halt von Cutscene zu Cutscene, erst danach wird's zum Grind. Isai schien auch nicht zu wissen, was Ich mir die Story ist mir scheißegal, das kann ich jetzt überspringen. Ich mir jetzt da so ein Viech zusammenhauen! Okay. Oder auch nicht. Das sind Bulakji. Oh nein, Bulakji! Was nehmen wir mit denen? Haben wir die jetzt endlich zusammen? Erlaubnis? Erteilt. Die Gilde autorisiert. Ja, der wird damit draufhauen! Wie visiert man dummes Gamepad hier? Da kann ich mir mit dem Gamepad eventuell besser... Nein, das wird nicht. Kann man da auch zielen? Tatsächlich. Steckt denn jetzt das Waffen weg? Na, Alter, was ist das denn? Überkopfhieb, Stoß. Okay, probieren wir mit dieser. Warum tust du mit Waffen weg? Na, Alter. Alter. Was? Okay. Aha, muss ich irgendwas tun, dass ich wieder rauskomme, oder? Okay. Aha. Aha. Kommt irgendwas. Okay. Darf ich gegen den jetzt kämpfen? Und dann treffe ich hier eine Entscheidung, Freunde der Sonne. Ah ja. Das Ding ist so nah am Dorf. Ja, schaut Können wir grantig bitte aus, das ist gehen? richtig. Geh jetzt um, Ja, wo ich das kämpfe, ist nicht so Helge, gerne, Mann. hol ich gar nicht Zeckenviecher. kommt.
Und das Langschwert, ob das eine gute Empfehlung war, das weiß ich jetzt auch nicht so recht. Weil das haut zu wie meine Oma, wenn es 3 Promille hat. Das war eine Jetzt warte mal. Reißzahnbestie, oder? Waffe bereit machen. Lange Warum? Fänge, Ich möchte bloß. Krallen. Ich möchte Ja, ich möcht meine Waffen nur bereit machen und nicht gleich zuhauen damit! Okay. Kann ich auf RT eigentlich auch zuhauen? Okay. Mal kurz ausprobieren, wie das Ding überhaupt funktioniert. Ah, okay. Okay. Du mir. Wo ist denn mein Vieh? Wo ist denn da? Kehre zum Basislager zurück. Wieso denn? Wo ist denn mein. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe 50 Euro aus dem Fenster gemacht. Puh, wie kann ich. Wo ist denn mein Vieh? Hat sich geheißen, auf Tab kann ich mein Vieh holen? Ausweichen. Einhornklinge. Aha. Ja, das verstehe ich schon. Das spielt sich alles so behäbig und Ding, ich weiß nicht. Kannst du es noch zurückgeben? Nein, kann ich nicht. Wenn ich es über Kinguin kaufen hätte, ich habe ehrlich gesagt. 50 Euro! Also bis jetzt sehe ich, also normalerweise tue ich mich schon relativ einfach zum Singen, was da Leute geil finden. An so Spiele, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann. Wo ist denn mein Vogelfiech? Wieso ist das nicht mehr da? Muss ich da jetzt zurücklaufen oder was? Ich lauf mal zurück, ich mag gegen den komischen Bären kämpfen, damit ich mir nicht anhören muss. Ja, du musst ja länger spielen. Du musst ja länger spielen, das macht dann schon Spaß. Aha, ja, okay. Komisch, wie ich bei PoE 2 eingeschaltet habe, habe ich noch 5 Minuten Spaß gehabt. Sie müssen irgendwas haben, das die Monster Weiß auch nicht. fernhält. Schauen wir mal. Eine Muss ich das geheime einfach- Technologie? Muss ich jetzt da zu Fuß laufen oder ist mein Vogel gestorben oder? Ich habe keine Zeit zum Sachen sammeln jetzt. Fast da. Fast da. Da müssen wir aufwärts geheißen. Wilde, langsame Menschenbeine. Ein Königreich für einen Zeigri. Königreich für einen Seikrieg. Okay, dann geht das so. Monster Hunter muss man reingehen, aber das dauert eine Zeit, weil es viel zum Lernen gibt. Aber wenn man drin ist, ist brutal. Ah, sag ich nicht. Bis jetzt sage ich es noch nicht, muss ich sagen. Tja, da wären wir. Unserer Schatten. Ja, Alma, es ist mir echt scheißegal. Okay. Ich gehe jetzt zum Basislager, sprich mit Jack, dem Versorgungsleiter. Wo ist denn der Versorgungsleiter? Bist du der Jack? Das ist nicht der Jack, das ist die Felicitas. Wo ist der Jack? Das da oben ist der Jack. Hi. Kann ich dir? Ich hab gehört, ihr könntet. Du hast welchen? Oh, Ja, aha, bla 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 bla. Du hast zum Dank Folgendes erhalten. Tragbarer Grill, Angelrute, Fernglas, Fangnetz, Wurfmesser, Farbkapsel, Gillimantel. Ja, das sind Fixobjekte, unerlässliche Werkzeuge für die Jagd. Du kannst sie über die Objektleiste beliebig oft einsetzen. Im Spielmenü unter Tutorials und Tipps erhält du... Ja. Ich wurde schon langsam nervös. Ja, ich bin auch nervös. Ich möchte jetzt gerne mal ein Viech verkloppen. Das Versorgungslager ist die zentrale Anlaufstelle für alle Waren und Unterstützung. Okay, passt. Kaufen, verkaufen, habe ich verstanden. Nein, das wollte man eigentlich nicht. Raus hier. Sprich mit Gemma. hey, hast du kurz Zeit? Nein, Ich hab eigentlich hier ein paar nicht. Material- Erhaltene Materialien, Eisenerz. Waffe schmieden, verbessern. Weißt du, was wir jetzt erklären? Jetzt nehmen wir mal die Doppelklingen, sind mir auch noch empfohlen worden. Die werden wir jetzt verbessern. Waffen in deinem Besitz kannst du mit Hilfe von Materialien verbessern, das haben wir schon gehabt. Viele Waffen verfügen über einzigartige Ausrüstungsfähigkeiten, die beim Ausrüsten, ja okay. So, das Einzige, was wir mit mir machen können, ist das da. Kann's losgehen. Ja, hau rein, weil es eh wurscht ist. Ja, ja, dasselbe Animation zum 15. Mal, gleich ausrüsten, jawohl. Dann schauen wir uns durch den Bums einmal an. So, Dieses Zeug findest du in... ja, sammle Erz, haben wir auch schon gehabt. Die stecken randvoll mit Sachen, Ausrüstung verbessern und das wird nötig werden. Okay, weißt du was, ich bleibe auf Z und hör mir der Xuri irgendwann einmal an. Bereite dich vor und sprich mit Alma. Ich hab mich vorbereitet, wird schon passen. Oh, hey. So, Alma, Kann grüß ich Gott. kurz mit dir reden? Immer wieder das Gamepad, das glaube ich ist gescheiter.
Was gibt's? Es geht um das Das ist Logistik- natürlich ein ellenlanges, hoppala, ich hab übersprungen. Ein ellenlanges Tutorial mit sich bringt, das ist ja klar. Es ist ja wahrscheinlich sehr komplex, das Spiel, oder Sei zumindest vorsichtig da umfangreich. draußen. Komplex sehe ich jetzt da noch nicht. PoE ist komplex, da sehe ich jetzt noch keine Komplexität wirklich, aber es ist umfangreich. Muss man auch erst lernen. So, was muss ich machen? Begib die Richtung Notleuchtzeichen. Wenn man Waffe will, hocken, in der Schleuder ziehen, Sakri rufen. Geht nicht, müssen wir zu Fuß laufen quasi. Wir laufen da am Dümmern. Na, da wahrscheinlich eher nicht. Wird da nicht nochmal der Weg gezeigt, wo wir laufen müssen oder können? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Sag ich, wo ich hin muss irgendwie? Da war doch vorher so eine goldene Leichtspur, oder nicht? Und ich da einfach oben. Wie lustig. Katz läuft lustig. Das gefällt mir schon gut. Muss ich jetzt da. Verstehe ich nicht. Deckenschleuder abfeuern. Wo muss ich denn hin? Doch da auf. Ja, das zeigt mir bloß so geschissenes Klumper, das ich sammeln kann. Ich mag nichts sammeln. Wo zum Fick muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Begib dich Richtung Notleuchtzeichen. Ja, das ist da hinten. Da ist eine Schlucht, hast du das gemerkt? Ich hab jetzt eigentlich gehofft, dass ich stirb. Gut, dann laufen wir einfach gerade. Okay. Fallschaden gibt's keinen. Sprinten. Ja, aber Sakri kann ich nicht rufen, ich muss zu Fuß gehen. Leute, ich komme! Pfeiltasten nach oben. Und normal hat es geheißen Top, aber es ist ja oben schon ausgegraut. Auch ich kann mein Viech gerade nicht holen. Schöner Kamerawinkel, ich sehe genau, was vor sich geht. Aber die Miezi ist cool. Na, kannst du nicht einfach. Alter, was ist das für Vieh? Jetzt wird's interessant. Jetzt ist Viech da Katzensteaks grillen. Oh nein! Gott, wie man mir ausschaut. Bei 8000 km/h gekillt. 8000 Kilo gekillt. Was ist mit Sie? Los! Lass doch einfach das Fleisch los. Ja, sind aber Katzen. Was soll ich machen? Die Miezi ist cool. Steigt auf! Macht schnell! Mann, darf ich jetzt endlich gegen ein Viech kämpfen, bitte? Ihr müsst ihnen folgen. Ja, bla! Danke dir. An meinem Arschloch vielleicht! Los jetzt! Zieh dich zurück. Wir sehen uns später. Miezi ist cool. Sehr gut. So, darf ich den Riesenkicker jetzt verdreschen, bitte? Jetzt lasst die Stiegel Fleisch da liegen, ihr Idioten! Was sind das seid? Ja gut, die Katzen sind schon ganz witzig. Oh Gott, ein Quematriss! Was auch so? Oh, das ist wirklich ein okay, jetzt bin ich gespannt. So. Was? Hallo! So kann ich mich jetzt nicht bewegen! Ja, dann müssen wir es so machen. Ja, das können wir gut. So, Doppelhieb, losstürmender Schlag. Hat er mit dem Schwanz zu reden? Okay, so natürlich nicht. Kann ich irgendwie blocken? Dämonenmodus. Ist man wie in Dark Souls unverwundbar, wenn man rollt?
Sprinten tu der Waffen weg. Fokusmodus. Rechte Maustasten Fokusmodus. Warum gehen die so geduckt? Ist das Absicht oder kommt mir das bloß so vor? Das Aufladen oder so? Das hätte ich immer singen müssen. Oh, ich sehe schon. Das hätte ich auch immer singen müssen. Es wechselt anscheinend das Gebiet. Was du jetzt? Okay, neu. Tortenmenü öffnen. No, ich brauch kein Notleicht. Da fahren wir nach und dreschen wir rein. Lüge, glaube ich, vom Viech aber. Schleuder anhalten, abbremsen, sprinten, beschleunigen. Okay. Vom Viertel runterkämpfen. Gefallen dir diese Krallen? Scheiße, wie geht auf Leerzeichen? Können wir wirklich, ja. Doppelklingen keine Wunden verursachen. Ist das normal, was ich da tue? Und ich kann da ein paar so Kombos machen. Okay. Heilung auf ihr Pfoten, bitteschön. Was ist jetzt? Benutze eine Lähmkröte, benutze eine Rankenfalle. Ich weiß nicht, wie man eine Rankenfalle benutzt. Wie benutzt man eine Rankenfalle? Steuerung. Was haben wir da so? Wetzstein. Möchtest du eine Null? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einen. Okay, Wetzstein. Ah ja, sitzt man du, ich sitze mir schnell am Boni und wetze mal meine Waffen. So, was haben wir da nur so? Wurfmesser, Farbkapsel, Megatrank, Trank. Scheiße, was ist denn jetzt? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Wo gibt denn jetzt der her?
Wie nimm ich eine Lärmkröte? Ah! Okay. Bitte Premium. Geht's? Tut dir auch nichts weh? Wir haben neue Vorräte. Oh! Was ist da? Ah! Okay. Ah! Was möchtest du? Aufs Maul oder was? Ach so. So, da bist du. Gib dir doch gleich mal einen, gib dir doch gleich einmal neu, hä? Was ist da los? Sag, geh fertig mit dir, du Huren! Scheiße! Oh, Scheiße! Halt noch mehr! Ja, weiß nicht, was du möchtest von mir. Den kannst du haben. Dir zeig ich's! Moment, Meisterschlag in die Fresse. So. Jawohl, du. Da haben wir gar nicht lange umeinander gekommen, hat sie. Vollidiot, hättest du mir alles zugehört. Oder wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Maulleuten, 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 Maulleuten. Zu lang mach ich kurzen Prozess. Wer ist der andere Typ? Leck mich am Arsch. Was ist das? Ich kann einen Kampf führen. Du bist nur... Ich bin's bloß. Ich bin's bloß. Also, um jetzt den Monster Hunter Liebhabern nicht Unrecht zu tun, aber das war eine sehr schwache Vorstellung auf Überstund. Wow. Mehr erfolgt mir nicht dazu. Beim besten Willen nicht. Für Hardcore-Fanboys, denen kannst du wahrscheinlich sagen, was du willst,
Aber ich habe das Gefühl, ich weiß schon, warum ich mit dem Spiel nie warm geworden bin. Sei mir nicht böse, das Langschwert und das große Schwert fühlt sich an, als da ich meine Oma spielen, wenn es 4 Promille hat. Das Schießen, Range-Kampf fühlt sich so unsatisfying an, weil ich das Gefühl habe, es ist not how it's meant to be played. Aber das, was ich da in 10 Minuten kämpfe, und für das habe ich lange nur Spiele gespielt, das Kampfsystem fühlt sich an wie eine Vollkatastrophe. Sagt's mir nicht besser. Alle, die natürlich 500 Stunden Monster Hunter im Gesicht haben und noch mehr sagen natürlich, du bist ahnungsloser, spielen wir Elden Ring oder irgendwas anderes. Dann weißt du, wie sich ein Kampfsystem anzufühlen hat. Puh. Merkst du was? Du kannst pausieren. Ohne Online-Zwang. Dankeschön. Also ganz ehrlich, seid mir nicht besser mit dem Spiel, wie ich nicht warm. Und ich habe absolut, ich meine, die meisten wissen es, ich habe absolut nichts gegen Grinding-Games, überhaupt nicht, sogar ganz im Gegenteil, ich liebe Sachen wie Diablo, PoE und so, haben natürlich grundsätzlich andere verschiedene Genres, das eine ist Action-RPG, Top-Down, im Prinzip ist der WBFEA schreibt Monster Hunter ist größer als Elden Ring, für das kannst du eigentlich rausgeworfen, aber das ist eine paar Ahnung, es gibt immer ein paar Deppen, aber jeden Tag werden es mehr. Also ganz ehrlich, Fühl ich nicht. Ist das Einzige, was mir einfällt, das erste Mal so fühl ich nicht. 0,0 fühle ich das. Also muss man mengen so spielen. Wahrscheinlich, ja. Also ich möchte es natürlich auch kaum schlecht reden. Aber ist ja gut. Der Regi schreibt, Elden Ring ist nicht schlecht, aber Bloodborne ist besser. Da sitzt noch einen drauf. Dark Souls 3 ist das beste From Software Spiel, das sie jemals gemacht haben. Nein, stopp! Sekiro ist das beste From Software Spiel. Der WBFA trollt nur Birgit, dann ist es in Ordnung. Hauptsache der Like-Button eskaliert gut. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich kriege ich sehr viele Dislikes von den Monster Hunter Fanboys, aber ich kann's. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, wir haben es ausprobiert, Abwechslung musste her, etc., aber geht überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt auch die letzte halbe Stunde richtig krass zusammenreißen müssen, dass ich nicht lästig werde. Richtig narrisch sogar zusammenreißen, weil wir wirklich denken, ich möchte mich verarschen spielen. Und natürlich erklärt es ein paar Sachen, aber dann wird mein Menü hergeschissen mit 850 verschiedenen Icons und ich so, schmeckt aber, ja, Kim. Also die Ansage von manch Person, die mir versucht hat, weiß zu machen mit, das wird der ganz große, jetzt wird's ganz groß und ganz kommerziell, Monster Hunter Franchise, endlich on the top, ein Scheißdreck. Lasst es euch gesagt sein, ein Scheißdreck wird passieren, okay? Nach dem, was ich da jetzt gesehen habe und das klang mir, was ich gesehen habe. Vielleicht schaue ich mir noch ein Testvideo, was ich bis jetzt noch nicht getan habe, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte und nichts und einfach wirklich selber rangehen. Aber ganz ehrlich, so nicht, meine Damen und Herren. Das musst du mögen, es ist ja nur Monster killen, wenn das taugt, okay, aber ich verstehe die Bürger. Du, mir taugt Monster killen. Aber es muss halt Spaß machen. Ich finde das Kampfsystem eine Vollkatastrophe. Vollkatastrophe. Rosa Depp, das ist die Mission. Scheppert's dem Like-Button mal eine. Like-Button rein für Case. Was mir jetzt natürlich nicht ganz passt. Die Leute, die halt absichtlich nicht zu oder mit bewusst nicht zugeschaut haben, wenn wir mir jetzt da KCD 2 weiterspielen, nur eine Stunde oder so, dann wir machen halt nicht mehr viel in KCD 2, was ich gerne noch mache, da ist ein Teil von der Hauptquest, den ich offstream gemacht hätte, was ich gesagt habe. Aber dann eigentlich beschlossen habe, nein, der wir nicht, wir spielen mal alles im Stream. Monster Hunter ist raus, das werden wir nicht nochmal spielen, das sage ich gleich schon. Vielleicht gebe ich am Offstream, ich selber noch mehr eine Chance. Ich meine, spricht das fürs Spiel, wenn die Ausrede ist, das musst länger spielen, da musst reinkommen, dann ist es geil. Warum kann ich nicht schon nach 5 Minuten einfach Spaß haben? Das war eine Sache. So, aber weißt du, was ich für ein Problem habe? Ich muss pissen. Schauen wir mal, was er treibt. Was ist mit dem? Ist das Söldner? Wieso haben wir Anscheinend doch nichts. Anscheinend doch nichts. Jetzt sogar mal erst mal den Typen noch schnell aus. Dann gehen wir mal bieseln. Runde Beckenhaube, die nehmen wir mit. Küras für 1000 nehmen wir mit. Von denen habe ich schon 1000 dabei. Das nehmen wir mit. Brot, Groschen nehmen wir alle mit. Silbermarke des Doppelgängers. So, ich müsste da mal schnell ein bisschen. Was hast du mein Pferdelklaut durchschlagen? Wo bin ich?
Wo bin ich überhaupt? Ich bin in der Teufelszuflucht. Ich habe aber Nebenquests gemacht übers Wochenende, nicht viel, wirklich nicht viel. Und wir müssen nach Kuttenberg. Und während wir mir jetzt in Slow-Mo nach Kuttenberg gingen, pass auf, machen wir so, die Nebenquests machen wir alle aus und das Königsgambit, das machen wir auch. Dann lesen wir uns in Ruhe durch, müssen uns ins Rathaus schleichen und was da letzten Freitag los war. Und wir spielen die restliche Woche Kingdom Come Deliverance 2. Ist da jeder einverstanden damit? Ist es okay? Ich mag jetzt da niemanden Monster Hunter versauen. Wer da seit Freitag schon 50 Stunden reingeschissen hat, hauen sie rein, Alter. Für mich ist nichts. Und ich glaube, es ist ja unglaublich langweilig zum Zuschauen. Das ist das Nächste. Bei PoE 2 warst du ein Rest drin, weil PoE 1 gespielt hast. Stimmt doch nicht. Stimmt doch einfach nicht. Ist schon bewusst, dass das zwar natürlich grundlegend ist, vielleicht das voll ein zu starkes Wort, aber die zwei Spiele haben schon gewaltig unterschiedlich. Das. Und für alle, die jetzt anfangen, Monster Hunter zum Verteidigen und mich für einen Vollidioten zu halten, ich weiß nicht, wie tief, dass man einen Schwanz von einer Firma, die einen Scheißdreck auf die gibt, im Maul haben muss, damit man einfach nicht akzeptieren kann, so mit, ja gut, ich finde es halt nicht so geil, ist so scheißegal und spielst einfach weiter. How about that? Jetzt stell dir mal vor, jeder mag dasselbe Spiel, das war da schlimm, das ist richtig. Ich finde es, was ich bis jetzt gesehen habe, grottenschlecht ist zu viel, aber absolut langweilig. 1,5 Stunden umeinander gerannt wie ein Vollidiot und 2 Monster zusammengehauen. Monster Hunter wo? Nibelungenzeit, merci wieder entwickeln. Derry Birger, wie findest du momentane Politik? Oh, da redet man nicht drüber. Rotkopf Steff, merci für den Euro. Das hätte man von vorher sagen können, dass das nichts ist für die. Nein, jetzt nicht. Muss man wieder in den Supermarkt-Simulator einschauen, der hat geile Updates gekriegt. Die habe ich schon gelesen, so berauschend sind die nicht. Und das glaube ich nicht, dass Monster Hunter so abwegig ist, dass mir das taugt. Ich hätte jetzt gerne eine Begründung. Warum wird vermutet, dass mir das nicht taugt? Und währenddessen gehen wir mir da nach Kuttenberg und ich gehe schnell zum Pissen und bin in 5 Sekunden wieder da. So. Bis gleich. Dir zeig ich's. Nimm das, Schurke! Ich schlag dich zu Brei, du elender Drecksack! Leck mich am Arsch! Hey! Hast du einen Totalvorschlag oder was ist mit dir? Da kannst Vögelchen gefressen werden, die beim Scheißen war, oder was? Oder? Was ist mit ihm? Sonst geht's dir schon noch gut. So, Aufklärung bitte. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Achso, wir haben unterwegs. Wir haben unterwegs gewesen und dann haben wir mich von jemandem überfallen worden. Ist das der Ernst? Ja. Nenn einmal AFK! Nenn einmal, wenn ich AFK bin! Du Kacknub, du Drecker da! Da, der Zigeuner aus Horschan! Muss schon früher aufstehen. Okay, jetzt zum Scheißen, dann mach die fertig. So, weiter geht's.
Meine Rüstung hat alles weggetankt. Easy. Easy. Leute, jetzt chillt's. Staudi. Und natürlich muss man wieder ein bisschen da noch einer fahren, weil der Chef weiß, wo heiß ist. Staudi, merci. Das ist okay. Ich finde Monster... werde ich es nie zur Ratsversammlung schaffen. Stopp jetzt einmal. Ich finde Monster Hunter gut auf 40 Stunden drin, Jäger Rank 61, schau das vielleicht noch mal offstream an und wenn nicht, ist ja deine Meinung, ob dir das taugt. Ja, so einfach ist es. Merci dir. Herr Klinke, merci für 20 Monate. Mr. Division Mann, merci für den Zwill. Ruckkopfsteff, merci für den Euro. Wolfric, merci für den 5er Flea Frankie. Grantl über alle. Has become a member. Pass auf, du kriegst noch die Tröte. Das war vor 13 Minuten, die haben nicht aufgepasst. Kuss auf die Nuss. Rockaufsteff, weil ich selber irgendwie ausprobiert habe und mir taugt es auch nicht aus die gleichen Gründe, die du gesagt hast und ich schaue die ja jetzt doch schon eine Zeit, drum habe ich das vermutet. Ja gut, das ist was anderes. Ausrüstung schwer beschädigt worden. Ah, ich hab schon gesehen, pass mal an, lass mich durchschauen. Ist irgendwas komplett im Arsch. Was? Oh ja, da unser gewöhnlicher Mantel. Was der haben wir noch ohne Mantel? Alles andere ist noch nicht mehr rot. Oh doch, da unsere Beinplatten. Das sind die. Die haben wir da. So, jetzt passt es mir auch. Wo haben wir jetzt? Wir müssen was essen. Haben wir überhaupt noch irgendwas Gutes zum Essen? Ja, Brot. Brot! Und die Wurst können wir langsam wegschmeißen. So, jetzt speichern wir erst einmal. Hey, Dinge sind passiert, Dinge passieren. Was soll ich machen? Da sind wir jetzt. Wo müssen wir hin? Also da oben müssen wir, oder was? Finde vom Münzbeamten Wawak heraus, wie du zum Stadtrat gelangst. Jetzt lesen wir erst einmal durch. Die eine Quest, die machen wir, die schauen wir uns an. Und am Mittwoch geht es da dann nahtlos weiter, damit es einigermaßen zusammenhängt. Das ist auch der Teil, den ich jetzt offstream gespielt hätte, damit wir am Mittwoch ein bisschen weiter sind. Das soll nicht ganz so brisant jetzt da sein. Aber es schaut nicht, machen wir alles im Stream. Ist das okay? Linzep, danke, dass du umgeschwenkt bist. War wirklich langweilig zum Zuschauen. Bin ich meine, ein bisschen ein Gefäß habe ich auch im Hirn, wenn er nicht fährt und Hunger und Durst und so weiter. Aber das, ich merke auch, wenn innerhalb von 10 Minuten aus fast 1200 Leuten 900 werden. Ich merke das. Natürlich bemerke ich das. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man auch an mir merkt, so mit, ui, das taugt dem nicht. Dann lassen wir es bleiben. It is what it is. So. Das Königsgambit. Kaum war ich wieder mit Capon vereint, nahte das nächste Wiedersehen. Jetzt lassen wir uns auf KCD ein, haben wir das noch durch. Und dann haben wir mal, oh Scheiße, wir haben ein ganz wichtiges. Jetzt weiß ich auch, warum wir angegriffen worden sind. Der hat gemeint, wir haben einen Knocker am Bälle. So. Das Spiel wird nur mit Heim durchgespielt. Blablabla. Ich werde nach Kuttenberg gehen, um dem Stadtrat mit König Sigismund beizuwohnen. Das erste Mal singen wir an König Sigismund. Die anderen brechen für ein Treffen mit den Unterstützern von König Wenzel nach Rabosch auf. Der Stadtrat wird sich jeden Moment zusammenfinden. Ich muss mich beeilen. Schluss jetzt, geil wie selbst. So genervt wie heute habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt ja. Ja, gib mir recht. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal genervt war. Weißt du, warum ich genervt bin? Weil ich das Spiel 50 Euro ausgegeben habe und eigentlich in den ersten 10 Minuten schon gemerkt habe, so mit, oh Gott. Das hätte jetzt nicht da sein. Jetzt nicht da sind. Und die 5, die Handvoll Leute, die gesagt haben, so mit, wenigstens mal irgendwas anderes. Hätte ich einfach drauf geschissen. Ja, mei. Oft einmal gelangst ins Klo, hilft eh nicht. Birger, musst du das Spiel auf YouTube noch ändern? Nein, das ist scheißegal. Ja, das Game war eher nix. Kein Wunder, die letzten 4 Wochen waren glorreich. Da sehe ich erstmal wieder, wie gut Spiele sein können. In Steam kannst du es bis 2 Stunden zurückgeben. Das ist richtig, ich habe es aber nicht über Steam gekauft, sondern über Kinguin. Dumm. Hey, vielleicht habe ich irgendwann einmal im Urlaub Bock, mach's noch mehr auf und später dann über die Grenze hinaus, wo es mir nicht taugt. Und dann kickt vielleicht ja die Loot-Spirale und die Zerpimmelspirale. Wir werden sehen. Drauf geschissen. Ich sag's euch ganz ehrlich, irgendwo muss ich auch eine Donations hinwerken. Habe nicht 50 Euro mal ins Klo eingewandert. Das hilft eh nicht. Ich muss mich in den Stadtrat einschleichen, der von Sigismund einberufen wurde, um herauszufinden, was der rote Fuchs vorhat. Schluss jetzt, Timmyboy, Kuss auf die Nuss. Mich dem König höchst selbst zu nähern, dürfte schwierig werden. Vielleicht kann der Münzbeamte Wawak mir helfen. Ich weiß so einiges über ihn, dass der König gar nicht gerne hören würde. Das heißt, wir haben ja die ganzen Beweise gegen Wawak gesammelt, das in der Münzpresserei und den ganzen Bums. Und, es ist 24. Was wir da jetzt lernen? Jetzt gehen wir schnell heiteln, damit wir unser Leben wieder vorher haben. Nicht, dass wir mittendrin wieder schlägern müssen und wir stehen bloß mit der dreiviertel Lebensleisten da. Das war natürlich nichts so. Du glänzt aber ganz schön. Was sind das für ein Kleidel, ein Goldens?
Herzlichen Glückwunsch. So, dann müssen wir springen, das haben wir mittlerweile schon gelernt. Rein in das Bett und dann passt es. Der Sponsor des heutigen Videos war Österreich. Es ist immer Österreich. Es ist gelungen. Ja, jetzt lauter nein. Flea Frankie, die letzten Mal so genervt war es gar nicht bei uns. Ja, da war es eher lustig genervt. Das war lustig genervt. So. Da habe ich habe geahnt, was auf uns zukommt. Selbiges ahne ich übrigens bei Assassin's Creed Shadows. Da bin ich auch gespannt. Das wird also das kaufen wir auf keinen Fall. Das hoffe ich, ist in dem Ubisoft-Ding drin ist. Hoffe ich zumindest. So, warum ist jetzt da mein Quest nicht? Dann schleiche dich ins Rathaus. Ist jetzt der wieder woanders, oder was? Der Huhn. Der Huhn, der triggert. Dann gehen wir jetzt da mal. Schaut, dass man Schnellreisen nicht abbrechen kann. Aber ist ja wurscht. So, gehen wir Richtung B. Richtung B, da geht's lang. Weiß gar nicht, was halt seit der Ankündigung klar was kommt. Ja, eigentlich schon. Ich lasse mich auch jederzeit gern vom Gegenteil überzeugen, so ist es nicht. Deswegen auch heute Monster Hunter. Natürlich war ich voreingenommen und hab mir gedacht, so bin mir nicht sicher, ob mir das überzeugen können wird, aber wir probieren es und es konnte es halt nicht und dann. Verzeihung. Ich sehe aber auch, es ist kein Totalausfall. Wie bist denn du, Bürgerin? Das hilft mir einen Scheißdreck weiter. Wo muss ich denn hin? Wie kommt man da wieder in die Bumsbude da rein? Kruzifix verfahren oder was? Dann probieren wir es so. Rein in die Bumsbude! So, aber jetzt halt Ruhe mit Monster Hunter. Das war ein kurzer Ausflug in. Ja, nein, das der wir nicht. Die Kirche muss wirklich neu gestrichen werden. So, bist du der Weiber? Du schaust aus wie ein Weiber. Nein, du bist der Konrad, der Greifvogel. Du bist eine Bürgerin. Und wo ist. Wieso wird nie da gesucht? Beruhige dich. Was platzt du denn hier so herein? Ich verstehe, was du meinst. Was platzt ich hier so rein? Nämlich zum Meister Wawak. Ich muss in einer sehr dringlichen Angelegenheit zu Herrn Ulrich Wawak. War ja klar. Beeilung! Ein Japano-Stil habe ich jetzt gar nicht mal so schlimm gefunden, wie ich ihn normalerweise finde. Die Katzen sind cool. Die kleine Katzin war auch ganz nett mit den 3 Katzen. Natürlich war das nett gemacht, was lustig war. Dieses Husch, 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 husch. So. War nett. So, wo ist denn der Kasperl? Ah ja, Treppe hoch. Jetzt genug Monster Hunter. Versuchen wir uns von KCD wieder einfangen zu lassen. Schauen wir, ob wir die Quest irgendwie hinkriegen. Wo ist denn jetzt der Trottel da? Mittel, da kann ich schon wieder alles ausräumen da herin. Hallo? Hallo? Bin ich bloß wieder blind, oder? Haben wir da noch einen? Wo finde ich den Idioten? Du möchtest mich jetzt total trollen, oder was? Oh, da hat so viel Zeit zum Ausräumen geben, Alter. Sagt er mal unten noch. Also da ist auf alle Fälle nirgends, der ist schon unten irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Hoppala, hätten wir uns fast wieder. Jetzt machen wir halt nicht! Himmel! Verzeihung. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo ich da jetzt hingehe. So gibt es noch andere die Treppen auf oder was? Nochmal. Da schau her. So, Ulrich! Ach, das ist der, den wir seine ganze Mannschaft erschlagen haben. Schön, dich wiederzusehen. Du besitzt die Frechheit, dich wieder bei mir blicken zu lassen? Ich hol die Wachen! Immer mit der Ruhe. Ich komme in Frieden. Tatsächlich habe ich ein kleines Angebot für dich. Willst du mich wieder erpressen? Nenn es, wie du willst. Ich muss zur Versammlung des Stadtrates und ich glaube, du kannst mir dabei sicher helfen. Die Versammlung? Die, an der König Sigismund persönlich teilnehmen wird? Sigismund ist nicht mein König. Sigismund ist ein gleich, wie es elendiger ist. Thronräuber. Wenzel ist der einzig wahre König von Böhmen. Du hast mit Ruthard geredet, was? Hätte ich mir denken können. Spuck's aus, was willst du? Und sag besser die Wahrheit. Und der hat immer ganz gepflegt sagen, das geht den Typen einen Scheißdreck an. Das geht dich nichts an. Oh, wirklich? Dann mach kehrt und kriech dahin zurück, wo du herkommst.
Hast du vergessen, dass ich dich in der Hand habe? Wenn du deinen Posten und deinen Kopf behalten willst, solltest du dich besser zusammenreißen. Schon gut, schon gut. Ich kann sagen, der spuckt richtig große Töne für das, was wir müssen Wenn ich wissen dich in werden. den Stadtrat bringe, wirst du dich angemessen benehmen und weder dich noch mich verraten. Und das war's dann mit unserer Zusammenarbeit. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich habe mich wohl verhört. Unsere Zusammenarbeit ist vorbei, wenn ich das sage. Also krieg deinen Arsch hoch und sieh zu, dass du mich in diese Versammlung Das letzte bringst. Mal, wo es so Ist genervt hat, gut, hast du Skull and Bones Herrgott. probiert. Kein Grund, Sipp, gleich so Sipp, recht ungehalten aus zu Code, werden. mockt Du dir kommst trotzdem. recht einfach Mockt in die dir trotzdem. Versammlung des Stadtrats. Kuss auf Der die Sohn Nuss, meines merci. Kochs wird dort Merci auch und den Rest Er Schluss ist jetzt mit ungefähr in Donaten. deinem Alter. Vielleicht könnte man ihn dazu überreden, dass du seinen Platz einnimmst. Aber vermutlich wird nicht jeder die Chance aufgeben wollen, den König von Ungarn zu bedienen. Wie heißt der überhaupt? Jetzt habe ich wieder die Hälfte nicht mitgekriegt. Schluss jetzt mit Rumdonaten! Wo finde ich, also ich muss jetzt jemanden finden, dessen Platz mir in der Sitzung dann einnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Wo finde ich diesen Jungen? Wo finde ich den Sohn des Kochs? Er soll seine neue Der Sohn vom Kleidung Koch. heute auf dem Markt abholen. Von Meister Schneider. Du wirst ihn wahrscheinlich dort antreffen. Das heißt, wenn er nach seinem Besäufnis überhaupt auf den Beinen ist. Der Junge lebt förmlich im Zinnhahn. Im was bitte? Das ist eine deutsche Schenke. Sie heißt eigentlich zum Eisernen Adler. Was brauche ich für die Aufgabe? Was brauche ich, um dort als Bedienung zu arbeiten? Flinke Füße und gute Manieren. Und die Tracht einer königlichen Bedienung. Wie bitte? Denkst du, du kannst den König in einem zerrissenen Hemd und einer schmutzigen Hose bedienen? Ja, nein. Aber ich habe noch nie von so einer Tracht gehört. Unsere Bedienung hat sich extra für das Treffen mit dem König eine neue Tracht anfertigen lassen. Taucht dort ja nicht ohne auf. Wo soll ich die herzaubern? Wer ist dieser Junge? Er heißt Franta. Franta Cooldown. Er ist ein Cooldown. Faulpelz und ein Säufer. Interessant. Aber er hat sich als Bedienung bewährt. Da fällt mir ein, du brauchst seinen Brief, der es ihm erlaubt, den Stadtrat zu bedienen. Andernfalls wird dich keiner reinlassen. Was soll ich tun? Wie kann ich ihn überreden, mir seine Anstellung zu überlassen? Soll ich dir etwa einen Brief mitgeben? Ich hab dir gesagt, wie du zur Versammlung kommst. Jetzt bist du dran. Ich gehe dann mal. Wir sehen uns beim Stadtrat. Sorg einfach dafür, dass wir das beide überleben. Okay, also wenn ich das jetzt richtig, ich muss mich gerade wieder ein bisschen auf das Spur jetzt einladen, beschaffe das königliche Zertifikat einer Bedienung, beschaffe die Kleidung. Ja, die klauen mir einfach. Für was habe ich Clown-Skills auf Level 12.000? Kann ich mich da erinnern, schnell waschen? Das war eine Sache. Geh mich da aussehen? Da kann ich mich waschen! Dann ziehen wir jetzt unser Kurzgewand an. Scheiße, das ist auch dreckig von bis und. Werden wir nicht säuberiger? Das ist die Frage, wo der Hammy ist. Okay, außer links und dann wieder am. Ach, da können wir eigentlich direkt hergehen. Machen wir so. Machen wir so, das geht ein Tüpfen schnell. So, jetzt müssen wir den Typen da finden, oder was? Dann gehen wir doch mal Richtung C. Qualitätsware. Qualitätsware. Dein Name ist Qualitätsware. Und das ist gelungen. So, dann müssen wir mal mit da außen rundum gehen. Oh, Wache nicht anrempeln, schlechte Idee. Rund und dünn. So, wo ist der C? Da ist der C. Bist du der Franta? Hey, Mr. Cooldown! Ich würde gern... Das kann doch sicher kurz warten. Ich habe hier einen Kunden. Hier, bitte. Die feinsten Stoffe, Probieren wir es aufwendige erst mal ohne Handarbeit. So etwas gibt's sonst nirgendwo in dieser Stadt. Bei dem Preis habe ich auch nicht weniger erwartet. Danke. Ich werde dich weiterempfehlen, wenn jemand fragt. Und du ungeduldiger Bursche, was wolltest du von mir? Du bist wohl Franta Cooldown. Der bin ich. Und wer bist du? Ich bin Heinrich. Wie ich hörte, bist du die Bedienung bei der Versammlung des Stadtrats. Die bin ich. Was geht dich das an? Ich erledige die Aufgabe, ich kann das besser. Diese Arbeit ist einfach genau das Richtige für mich. Und man kann sich ziemlich leicht vor dem König blamieren. Meinst du, du schaffst das? Weißt du, es ist nicht so, dass ich diese Arbeit unbedingt machen will. Aber sie ist gut bezahlt. Abgesehen davon ist sie eine Qual. Diese Ratsmitglieder stopfen sich die Mäuler voll und saufen Wein, während ich wie ein Trottel mit den Krügen umherrenne, damit sie ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Warum solltest Ja, du was dich hast du da aber gemeint, was eine einmischen wollen? Bedienung tut?
Ich habe wichtige Neuigkeiten für den König. Ich will den König selbst sehen. Keine Sorge, wie viel willst du haben? Oh, müssen wir wieder bezahlen. Probieren wir so einmal mit dem. Ich muss einfach da rein, verstanden? Ich muss dem König von einer Verschwörung gegen ihn berichten. Aber warum solltest du dich dafür als Bedienung verkleiden? Jemand aus der Versammlung steckt da mit drin, deshalb muss ich unentdeckt bleiben. Verstehst du? Verstehe. Oh! Also schön. Zunächst Redekunst brauchst du einen Nachweis verbessern. darüber, dass du schon mal als Bedienung im Rat gearbeitet hast und in der Lage bist, seine Majestät zu bedienen. Hör mal, weißt du überhaupt, was von dir erwartet wird? Kannst du verschiedene Weine unterscheiden und sowas? Ja? Natürlich. Wohin hältst du mich denn? Ist ja gut, kein Grund zur Aufregung. Zeig den Nachweis dem Oberdiener. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und denk dir eine gute Ausrede aus. Verstehe. Und du brauchst die Tracht einer Bedienung. Ich habe mir eine neue anfertigen lassen. Hier ist sie. Ich sehe darin aus wie ein Volltrottel. Hoffentlich steht sie dir besser. Die Hauptsache ist, dass du sie nicht vor der Versammlung verlierst oder mit Scheiße einsaust. Danke. Ich werde dir keine Schande Kopfbedeckung, bereiten. Hose und Sonst Oberbekleidung. gerade dir Gott. Gute Ware. Das war leicht. Redekunst, größer alles. So, schau mal, was haben wir da? Ein Schneider. Ja, schreibe nicht so an jetzt. Wer bist du? Du bist der Rüstmeister. Was ist wir da mal schneidieren? Wir haben Handeln. Doch, da können wir ein bisschen was verkaufen. Wie viel Geld hat denn der? 800 irgendwas. Die haben wir auf. Beckenhaube weg. Kürass weg. Warte mal, ist der besser bei uns, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Kauft er, glaube ich, eh nichts, glaube ich. Ja. Machen wir so. Einmal reinfalschen. Preis müssen wir noch reden. Na gut. So, wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Gehen wir mal Siehst runter. du? Ich wusste, wir ein. Ich Oh, hoffe, dir das war gefällt leicht. die Ware, mein Freund. Haben wir ein bisschen was gekriegt, 470 Groschen. Was müssen wir jetzt tun? Melde dich zum Dienst, schleiche dich in das Rathaus. Ja, wir melden uns natürlich zum Dienst. Das passen wir auf. Dazu ziehen wir, was der man? Dazu ziehen wir unser Netzgewand ziehen wir aus. Machen wir so. So, jetzt pass auf. Königliche Hose. Und dann haben wir doch noch eine königliche Jacken haben wir noch gekriegt. So, und den Rest werde ich wahrscheinlich ausziehen müssen, nehme ich an. Die Schmuckstücke lassen wir an, Dolche und Waffen legen wir natürlich ab. Den wir weg, Handschuhe wir weg, Schuhe lassen wir an. Das wir auch weg, oder einen Gürtel wir auch weg. Alles, was dreckig ist, wir weg. Ich glaube, das ist nichts. Haben wir irgendwelche Schuhe noch, die nicht dreckig sind? Weiche Schuhe. Das hört sich doch gut an. Und Taschen wir weg, dann schauen wir mir tipptopp aus. Weißt du, wenn wir mir ein bisschen ausschauen, wie so Imperialisten aus Warhammer Fantasy. Also wenn du die Quest jetzt weitermachst, wird es halb 12. Meinst du? Sprengisch, weißt du selber auch, oder was? Muss ich mich dort zum Dienst melden? Beantworten wir mal. Gott behüte dich. Wie Ich verläuft glaube, ich die Wache? werde mich einschleichen, mag den Kölner spulen. Was? Eben bist du denn? Labert sie nicht sauber? Ja und egal. Was labert sie? Ich bin der neue königliche Diener. Franta Cooldown hat mich hergeschickt. Cooldown. Ich soll für ihn bei der Die Ratsversammlung Quest dauert ein bisschen. einspringen. Ist ja kein Stress, wir Franta müssen es ja kommt nicht nicht. ganz fertig machen. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Er ist betrunken. Er betet in der Kirche, er ist betrunken. Er hat sich Der ist betrunken wie ein bummvoll. Adliger. Er war sternhagelvoll. Dann ist er in eine Grube gefallen und torkelt jetzt Gott weiß wo durch die Straßen. Hätte mir Das ist nicht schlimm, sprengen wir später Einmal ist er hier übermorgen mit fertig. einem Kater auftaucht. Ja, machen wir Hat wieder den wegen der Wein Wiese, kochen und dann die ganze Kapellentür vollkotzt. Ich hab ihm gesagt, wenn das nochmal passiert, schmeiße ihn nass. Nun ja, dann musst du wohl für ihn einspringen. Ich hab keine Zeit, jemand anderen zu finden. Wir werden hier dringend eine Bedienung brauchen, wenn es der König persönlich ist, der bedient werden muss. Also, lass die mal ansehen. Hast Frantas Nachweis? Natürlich. Hier ist er. Scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt zu deiner Tracht. Du trägst den Hut deiner Bedienung. Du hast auch eine Tunika. Die Hose sieht gut aus. Ja, sei gut, bist du mir dass jetzt du aber keine dafür, dass Waffen man mehr ja. trägst. Du musst leichtfüßig sein, wenn du von Tisch zu Tisch rennst. Alles ist, wie es sein sollte. Schön zu sehen, Junge. Weißt, was deine Pflichten sind? Für einen Greenschnabel wie die wird das eine große Verantwortung sein.
Hören wir es uns einmal an, bevor wir nur Scheiße beim Wein verschenken. Ich nehme gern jeden Ratschlag an. Ich will es ja nicht vermasseln. Das will ich doch sehr hoffen. Hörst, eine gute Bedienung sollte in der Ecken stehen. Dabei bereit ausschauen und kaum im Weg sein. Kurzum, tu einfach so, als wärst nicht da. Aber wenn einer der hohen Herren nach Wein fragt, dann rennst los und gießt ihm im Sauseschritt etwas ein. Die Krüge findest du auf am Tisch neben der Tür zur Kapelle. Du nimmst dir einen, gehst zu ihrem Tisch und schenkst ihnen ein. Weißen Tokaja oder roten Klosterwein? Weiß oder rot neben der Tür zur Kapelle. Verstanden. Aber dem Ratsmitglied Adam von Sargitz darfst gar nichts einschenken. Wenn der trinkt, wird er zum Störenfried und Unruhestifter, Schlusssätze sodass bringen die wieder Versammlung durcheinander. unterbrochen werden müsste. Denn von allein hört der nie auf. Wir dürfen nicht zulassen, dass das in Gegenwart des Königs passiert. Alles klar? Herr Adam von Sargitz muss nüchtern Also bleiben. der Zitzen Und wenn der kriegt gar König nichts. selbst Wein möchte, dann schenkst ihn nur mit gesenktem Blick ein. Sieh ihn nicht an. Und das Allerwichtigste: Halte dich bedeckt. Bleib im Hintergrund und verhalte dich still, bis jemand etwas von dir verlangt? Richtig. Die Räte haben viel zu reden und sie brauchen ganz gewiss keine Unterbrechungen. Und überhaupt sollte eine gute Bedienung unsichtbar, blind und taub sein. Wir haben ja genau das Gegenteil. Ich dachte, ich soll die Ohren spitzen. Nur, ja. Aber nur, wenn jemand etwas von dir will. Keine Ausreden. Du gibst jedem das, was er von dir verlangt. Hast mich verstanden? Laut und deutlich. Das finden wir dann aus, was passiert, wenn wir einen Fehler machen. Schließlich eine Bedienung und kein loses Tratschmaul. Richtig. Und wenn du es nicht versauen solltest, kannst sogar in der Gesellschaft emporkommen. Nicht jeder kann den König von Ungarn bedienen. Aber du schaffst es, oder? Ich weiß alles Notwendige, auf die Sitzung des Stadtrats warten. Ich brauche noch einen Moment, bitte sag es mir noch mal, was ich tun soll. Also Rotwein, also Weiß- oder Rotwein, ist neben der Kapelle hier. Wenn ich dazu aufgefordert bin, ich stehe die ganze Zeit daneben am Land, der Zitzensepp kriegt nichts und ein Kini darf ich nicht anschauen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es im Spiel einbaut ist, wenn ich anschaue, wie ich gefickt. Ich weiß alles, Los! was ich wissen muss. Ich schaffe das. Hervorragend. Pack deine Sachen hier rein. So lässt es sich leichter bedienen. Du kannst in der Abstellkammer der Diener warten. Da warten wir. Basti! Oh, Herr Bürgerlord, mir ist es eine habende Ehre, dir zu huldigen. Basti, mir ist dir. Waffenkammern der Stadt Kuss auf die brauchen Nuss. dringend neue Waffen. Unverzüglich. Jetzt geht's straight los. Achtung, wir speichern mal. Ich kann nicht speichern. Hier sind die Weinkrüge. Dass die Armee sich daran bedient Hoffentlich hat. kleckere ich niemandem auf die Stadt Schuhe. wirklich schlechtere Waffen besitzen als gewöhnliche Junge, Räuber aus der ich will Umgebung? einen Weißen. Worauf willst du hinaus, Wer? Endres? Ich sage Ein nur, Weißen. dass die Banditen Was ist das da? Hinek den Knochenteufel mit so einem Ding befreit haben. Eine Was ist der Handmütze, Weiße? Dann wird das der Weiße sein, oder? eine Handfeuerwaffe. Wird das der zu Weiße sein? glauben? Wo haben Junge, sie die bist her? du taub, oder sollte was? es doch am besten Ja, wissen, chill! Schließlich bist du Büchsenmacher. Was Du willst du bist- damit andeuten, Friedusch? Ich sage doch Du nur, dass bist- sie die bei sich trugen, Herrgott. Es ist wirklich eine Schande, Mein Herr? wenn Gesetzlose bessere Waffen Easy. besitzen als die Stadt. Das ist schon ein Weißer. Danke. Der Herr König weiß Wenn wir das. schauen. Wer ist jetzt der Kind? Wer ist denn der Sigismund? Was ist denn, Eldris? Witterst du da einen Handel? Was ich wittere ist, dass ihr Sturköpfe nicht begreift, in was für Schwierigkeiten wir uns befinden. Wer ist denn der Kini? Der Knochenteufel ist auf freiem Fuß. Im ganzen Land sind Raubritter unterwegs. Die Armee schreitet unerbittlich voran. Und ihr wollt euch mit ein paar rostigen Hellebarden Ich hätte gern verteidigen? Klosterwein. Und Nachfüllen, Junge. Genau willst du dich verteidigen? Klosterwein ist rot. Das ist der Zatzitz. Antwort, welchen Wein wollt ihr? Das darf ich nicht. Verzeih. Der König und seine Armee ist werden mir nicht nicht erlaubt. für immer hier Das sein. ist doch unfassbar. Schnauze! Der König könnte Zitzensepp jederzeit kriegt erscheinen. nix. Was, wenn er Der dich Kini hört? ist noch nicht da. Was dann? Wir sitzen Stell auf mir- dem ich stell mir dabei wieder ins größten Eck. Silbervorkommen im Königreich und sollen es mit Besen verteidigen? Der wird noch nie so Du eine hast Quest recht, irgendwo gesehen. Elvis. Aber wo kriegen wir Geld für bessere Ausrüstung her? Wir können immer noch den Feinden Ein wenig des Klosterwein? Königs Sachen abnehmen, nicht wahr? Wir wissen nur zu genau, Nehmen wir den? wie jämmerlich unsere Waffenkammer Oder ein Vollgeist. bestückt ist. So, Und wer der war das König gleich wieder? weiß das sicher auch. Er war's, glaube ich, Wenn gell? er uns ein Klosterwein, paar Steuern sofort. erlassen würde. Der König hat Angst, Mein dass Herr? die Stadt sich gegen ihn erhebt. Eine Bewaffnung der Miliz wird er als Oh, Vorbereitung den auf einen Himmel Krieg sei verstehen.
Also sollen wir Däumchen drehen und darauf warten, dass die Raubritter überall Verwüstung anrichten? Wir könnten den König bitten, mit seiner Armee für Ordnung zu sorgen. Aber dann erheben sich die Dörfler. Ich fürchte, für die derzeitige Lage sehe ich keine Lösung. Wir müssen abwarten, was seine Majestät von der Sache hält. Vielleicht können wir ihn umstimmen. Vielleicht... Ich würde dem ehrenwerten Rat gern über die Sauberkeit in der Stadt und den Zustand der Badehäuser berichten. Meinst du Badehäuser oder Freudenhäuser? Wo ist da der Unterschied? Ich hätte gern Klosterwein. Also die Nachfüllen, Sauberkeit Junge. der Stadt ist verbesserungswürdig. Die Schon Badehäuser, wieder die es hier Zitzensepp. gibt, sind nicht würde ja ausreichend gern, für die aber Bedürfnisse aller Bewohner. Aber es gibt schon ein anderes Badehaus in der Hopfengasse. Mein Freund Adam aus dem Badehaus im Schmeißen die das Hadeckbezirk Essen hat mir echt davon einfach hin? erzählt. Er sagt, da wär's dreckig. Unfug. Er ist nur neidisch. Noch etwas Wein? mein Betty Vogt? hat die Gelegenheit ergriffen und die Gäste stehen bei ihr Schlange. Wir hatten das Stimmt gesagt. Kaum zu Er da, oder was? Eine Frau. Nein, Ich muss dich um etwas bitten. In meinem Arbeitszimmer befindet sich ein Gegenstand, den ich einer Diebin abgenommen habe. Sie dachte, sie könnte sich aus der Sache herauswinden, indem sie mir erzählt, wem dieser Gegenstand gehört. Und was wäre das? Ein Silberkelch. Sie hat sich in Herrn Ulrichs Haus geschlichen und ihn gestohlen. Noch ist es nicht aufgefallen, aber wenn er das bemerkt, krempelt er auf der Suche nach dem Dieb die ganze Stadt um. Geh und hol ihn, aber richte bloß keine Unordnung an, verstanden? Ins Badehaus zu gehen ist weder eine Bürgerpflicht. Wo finde ich diesen Kelch? Benutz deine Augen und komm sofort damit zurück, verstanden? Bist du etwa an Gottes Plan? Die Pest Wo soll jetzt da was? mit den Badehäusern zu tun. Es sei denn, der Herr will das Böse bestrafen, das sich dort ereignet. Um Gottes Willen, okay, Silberkelch, Silberkelch. Ist das der Silberkelch? Das ist kein Silber. Ist das der Silberkelch? Gestohlener Krug. sich darüber zu streiten. Silberner Krug. Was müssen wir genau holen? Beschlagnahmten Kelch. Vogt Plummel. Zerplummelung! Ihm sein Studierzimmer in einem komplizierten Kelch zu bringen, das muss ja dann der da sein. Ist doch Zeitverschwendung. Es ist nur Zeitverschwendung. Oder sonst was klauen darin? Immer Silber wieder ist über das dasselbe streiten. Das stimmt gar nicht. Das ist wahrscheinlich Wenn Silber du aus zugeben Galitz. würdest, dass es nur eine Kleinigkeit ist, müssten wir nicht streiten. Also, hast du ihn gefunden? Hier, bitte sehr. Das habe ich, mein Vogt. Hier ist er. Nicht Wahrscheinlich so der laut. Gestohlene. Zeig mal Ja, her. ich hab gehofft, das ist, ich hab gedacht, vielleicht ist es ein Trap und dann mehrere Gestohlene und ich muss den Silber mitnehmen. Was? Warum nicht? Verstehen Sie? In Jeremias nahes Paradies auf Erden mal wieder wäre da hier. alles kostenlos. Dreh mir nicht das Wort im Mund rum. Meine Herren, lassen wir das auf sich beruhen. Was, wenn der König uns hören würde? Wie ich hörte, hat dieser Ruthard schon wieder etwas angestellt. Das ist nichts Besonderes. Diese alte Ratte wird nie hinnehmen, dass die Stadt nicht nach seiner Pfeife tanzt. Zumindest bis seine Bedienung, Majestät uns schenkt mit mir seinem Roten Besuch ein. beehrt. Und wie wir alle wissen, hasst Ein Roten! Da liegt jetzt mir was gerissen unterm Schmerzen. Wie geht solange das? er keinen Schaden anrichtet. Bin schon unterwegs, Ulrich, bin schon was unterwegs. meinst du dazu? Bestbedienung EU-West. Nun, Mein Herr? ich weiß Nein, das ist der worauf du Falsche! hinaus willst. Ich spreche von dem Vorfall mit Himmel Ruthard. sei Dank. Du warst Oder? doch da, oder? Das. Nur Ja, ein passt schon. kleines Missverständnis. Irgendwann der links daneben Wir haben war es den aber wahrscheinlich Konflikt richtig. beigelegt. Täuschen mich meine Ohren? Oh, jetzt kriegen wir Hunger. Verteidigst du etwa Ruthard? Und wenn seine Männer deine angegriffen haben, wie ich hörte, Schon wieder haben Bedienung. wir einen guten Grund, ihn zu Den bestrafen. Roten für den Was ist Herrn links vorgefallen? hinten. Lass Kriegen gar wir hin. nichts aus. Ich mag Rothard nicht, aber in diesem Fall war es wirklich nichts. Alle in der Stadt haben Mein Herr? darüber geredet. Ich habe gehört, es gab mehrere Tote. Wirklich? Ein bisschen, hat ein bisschen was von Tavern Master, das Stark stimmt. übertrieben. Ich bezweifle, dass Rothard Das mit Alt habe ich schon Ärger gesehen, machen wird. Er ist schlau genug, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während der König hier ist. Wohl wahr. Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird der König selbst ihm ein Ende bereiten. Und zwar bald. Außer er setzt uns zuerst Der ein Lust auf Ende. Tokaja. Gott weiß, Nachfüllen, was er uns Junge. sagen will. Wenn nichts passiert ist, gibt es keinen Grund, sich zu grämen. Tokaja? Wechseln wir das Thema. Ist das der andere? Ich Tut mir meine, leid, Andreas, aber ich würde das nicht so einfach so jetzt machen. vergisst du wieder bei Warum nur was. habe ich das Gefühl, dass du uns etwas verschweigst, Ulrich? Junge, Denkst du etwa, ich Taub würde oder was? lügen? Mein Gott, Leute, der Weiß. Futz, du Etwas adliges mein Arschloch! Freund. So etwas Mein hat Herr? doch niemand behauptet, Was denn- oder? Und warum erzählt er uns Noch einer dann wieder nicht, rechts was wirklich daneben. dem passiert Himmel ist? sei Dank. Dem Himmel Ich sei Dank. verschweige euch nichts. Aber an den Kriegen Gerüchten, wir die in der schon. Stadt kursieren, ist nichts Wahres dran.
Ja, Ruthard und ich hatten Bleibt eine jetzt der kleine Kine. Meinungsverschiedenheit. Aber wir haben sie schnell beigelegt, als seine Tochter sich einmischen wollte. Ich wollte dem Mädchen keine unerfreulichen Anblicke zumuten. Also versteckt Ruthard sich hinter seiner eigenen Tochter? Als wär's noch nicht genug, dass er seinen eigenen Sohn für die Stadt in den Tod geschickt hat. Na gut, wenn wir wirklich nichts weiter zu besprechen haben, wechseln wir das Thema. In der Stadt sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Einige Abenteurer wollten das Gesetz selbst in die Hand nehmen und die Tradition des Duells wieder aufleben lassen. Es ist nicht nur barbarisch, sondern auch verboten. Wenn wir das dulden, werden die Lumpen in der Stadt einfach tun und lassen, was sie wollen. Ich vermute, die Herrschaften von der Schwertkampfschule der Stadt haben uns diesen Brauch beschert. Dieser Deutsche, Ich hätte gern Menhard, Klosterwein. lungert nur am Markt herum und Nachfüllen, ist Junge. auf Ärger aus. Sei nicht albern, Vorsucher. Du benimmst dich ja, als hättest du noch nie gekämpft. Und einen Schwertmeister Mein Herr? ohne einen Beweis zu beschuldigen. Wir sind doch keine das ist Verschwender nicht. auf Primat. Verschwinde! Also, Hast du willst du verstanden? einfach nichts machen? Bewiesene Warum für ein Verbrechen Scheißproblem? werden vom Was Vogt will? bestraft und das war's. Es gibt weitaus Hey, dringendere Junge, Probleme Auf hier. ein Wort. Dringender ist die offene Missachtung der gesamten Sorry. Garnison der Stadt? Die Wachen regeln Dinge offenbar auf ihre Wer ist jetzt eigene da auf Weise. ein Wort mit mir? Bald lacht uns die ganze Stadt aus. Hey, Ich versichere Junge, dir, dass die auf ganze ein Wort. Stadt Nachschenken, uns jetzt Herr? schon von Denkst du, ich morgens bin bis nur am abends Rad, um auslacht. Wein zu saufen? Was macht... Womit kann ich dienen, Herr? Meine Handschuhe liegen noch in der Kapelle. Ich habe sie zum Beten abgelegt, bin dann hergeeilt und habe sie vergessen. Ich kann jetzt nicht einfach aufstehen und gehen. Aber wenn du eine Weile verschwinden würdest... Arbeit beschmutzen? Wenn ich alle Leute rausschmeißen würde, die sich beim Na schön. beschweren, hätte Ich hole sie. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wenn du schon dabei bist, zähle, wie viele der Gestalten auf dem Wandbild Flügel haben. Aber wozu? Weil ich mich langweile und weil ich's dir sage. Nun mach schon. Was? Franz Rosenthals Handschuhe? Was labert denn der Typ? Was soll das sein? Was für Kapellen? Wo muss ich denn jetzt da... Wann habe ich zuletzt gegessen? Stimmt, haben wir nichts zum Essen. So, und irgendwas soll es sein, was Das war Flügel aber hat. leicht. Und ich soll die geflügelten Figuren zählen. Ja, bist du komplett behindert, oder was? Was soll denn das machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sagen wir mal grob 16. Sagen wir mal grob 16. So. Also mal sehen, was du für mich hast. Hier sind die Handschuhe. Ich habe deine Handschuhe, Herr. Wirklich? Zeig sie mir. Hast du die geflügelten Gestalten gezählt? Ja, ja, Stücke, es sind 16. Es sind 16, Herr. Und hast du auch alle Bestien und Tiere mitgezählt? Oh, ich dachte, es ginge nur um die Engel. Schenk lieber weiter Wein ein, du Nichtsnutz. Ich hab das dringende Bedürfnis, diese Vollidioten abzumstechen, alle bis da sind. Das ist wirklich unerträglich. Rufen Sie zu diözesanen Pilgerreisen nach Seglitz auf. Unverfroren. Die sind nur ein Dorf mit einem Kloster und machen sich über eine königliche Minenstadt lustig. Sei nicht sparsam. Ich beiß jetzt gleich einfach so vom Sparverkehr runter. Hast du nicht bemerkt, dass ein Krieg tobt? Sollen die Mein von Herr? weit hergereisten Experten denn in einer belagerten Stadt arbeiten? Außerdem habe ich das Gefühl, dass hinter deinen Beschwerden etwas mehr steckt als nur die Sorge um die Stadt. Oh, ist das so, ja? Und was wäre das? Nun ja, zum Beispiel, dass du dort gerne einen eigenen Altar hättest. Und wenn es so wäre? Nur die Ruhe, meine Herren. Ich glaube, ihr kennt ein paar Synchrostimmen Hier wieder. fliegt die Hölle zu, mein Freund. Dein Platz ist wenigstens 2 Eine Schritte hinter Idee. mir. Schenk mir Rot, Schwertschmied wagt es, mich Das zu ist jetzt nicht beleidigen? aufpasst, wo? Ha, Ich Vollidiot. denke nicht. Entschuldige. Wir wollten das Du jetzt... wolltest dir einen Altar in der Kathedrale Machen wir es einfach kaufen. Genauso, wie du dir einen Platz Mein im Herr? Stadtrat erkauft hast. Wie kannst du es wagen? Kriegst du einen Rotwein? Einen Dir Rotwein. einen Platz durch die Dienste verdient, So viele Side-Character-Stimmen gibt es im Deutschen leider nicht. verrichtet. Na, ich hoffe, dass du die Armee nicht mit Ausrüstung ausstattest. Keiner Wenn sie Simulator nur die 2025. Hätten, würden sie Schon ein von dieser bisschen. Bande Tunichtgute aus der Schenke in Hopfengasse besiegt werden. Welche tun nicht gute? Ihren Haudegen natürlich. Die Leute kommen aus der ganzen Stadt dorthin, um sie kämpfen zu sehen. Oh, Junge, das ich will höre ich einen zum Weißen. ersten Mal.
Weil damit Schluss ist. Erst kürzlich Weißen haben die Wachen kriegst dort du. aufgeräumt und sie alle rausgeworfen. Ah ja, Kriegst ich du. vergaß. Was gilt es Mein noch Herr? zu besprechen? Danke, Bedienung. Oh, der König erscheint. Oder auch nicht. Ich sag es dir. Da ist irgendwas im Gange. Ach, das bezweifle ich. Niemand rührt Ruthard an. Jetzt sind wir zum ersten Mal in Kini, oder? Überhaupt. Da haben wir im Einser, glaube ich, auch nicht gesehen. Azonal Tücek Össe. Elek Job Katonaikat. Ich Kelkinek Utra. Gay! Oh, der Marktwart ist natürlich auch dabei. Und wer ist der andere da? Kennt uns der Marktwart nicht? Das ist ein guter Punkt. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, dass da keiner drin ist. Du hast nichts zu befürchten. Nicht du. Wenn die jetzt die Geschichte so hindran, dass man einen König Sigismund Anders als davon diese nimmt. Bande von Narren! Schöner Cliffhanger. Sagt das, was ist das, eine Schiene? Kannst nicht speichern? Ja, kann ich schon. Jetzt nicht, aber ich kann ich schon. Scheiße in die Hosen! Zu diesem Zeitpunkt jetzt habe ich es nicht gelesen. Schauen wir es uns noch an. Bis wir speichern können. Parkour! Komm schon, Pater. Lächel doch mal. Ich habe ja schon fröhlichere Pfarrer auf Beerdigungen gesehen. Ach, jetzt spähen wir einen Godwin Ich wäre wieder, lieber oder auf was? einer Beerdigung als hier. Ich hatte gehofft, diese Festung nie wieder sehen zu müssen. Unschöne Erinnerungen? Du hast ja keine Ahnung. Ich bin mit meinem Vater nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Das ist 20 Jahre her. Und jetzt bist du 20 Jahre älter und weiser. In Uschitze teilst du das Wort Gottes mit deiner Gemeinde. Und du hast mir und Heinrich den Hals gerettet. Dein Vater sollte stolz auf dich sein, will ich meinen. Das alles interessiert ihn doch einen Scheißdreck. Wer weiß? Vielleicht Oh, haben jetzt ein sich bisschen in diesen gebrochen, 20 oder? Jahren ein paar Dinge geändert. Weißt du was? Wir sollten aufbrechen. Kennst du einen der Gäste? Wer ist dieser Franzose? Wie fühlt es sich an, frei zu sein? Wie geht es jetzt weiter? Was hast du vor, jetzt, wo du wieder ein freier Mann bist? Was glaubst du denn? Ich werde mich besaufen, ein Weib umgarnen und am nächsten Morgen ohne Hose und mit einem Schädel aufwachen, der dröhnt wie eine Kirchenglocke. Kann es sein, dass du vergessen hast, dass wir hier über die Zukunft des Königreiches entscheiden sollen? Das überlasse ich den Älteren und Weiseren. Und Langweiligeren.
Der Typ ist der Beste. Die verdammten Charaktere in diesem Spiel sind so verdammt gut. Das ist. Wie fühlt es sich an, frei zu sein? Wie fühlt es sich an, wieder frische Luft zu atmen? Was soll ich sagen? Man lernt die Freiheit erst zu schätzen, wenn man für eine Weile eingesperrt Das stimmt. Oder Das stimmt. wenn man ein Pfarrer wird. Das wird mir nicht passieren. Ich will das Leben in vollen Zügen genießen. Wein, Weib und Gesang. Kennst du einen der Gäste? Kennst du irgendeinen der Gäste hier? Die meisten sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist eine bunt gemischte Gesellschaft. Hier sind Banditen, Adlige, Bürger, ein Pfarrer und sogar ein Rabbi versammelt. Klingt wie der Anfang eines Witzes. Einen Moment. Ein Rabbi, sagst du? Der Rabbi von Kuttenberg? Ja, er kam mit einem Gefolge hier an. Aber bisher bleiben sie vor allem unter sich. Vielleicht solltest du zu ihnen gehen und sie willkommen heißen. Immerhin war das hier mal dein Zuhause. Und du bist auch ein spiritueller Mann, also habt ihr was gemeinsam. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ich kann es wohl mal versuchen. Wer ist dieser Franzose, den ihr aus Malleschau mitgebracht habt? Der große Freiherr Brabant? War schon überall, weiß alles und besitzt die Schlüssel zum halben Königreich. Der hat mehr Märchen auf Lager als meine alte Amme. Können wir ihm vertrauen? Er ist ein Plappermaul, aber er ist harmlos. Außerdem hat er Kuttenberg verteidigt und du weißt ja, wie das gelaufen ist. Wenn er auf Sigismunds Seite stehen würde, wäre er nicht mit mir im Kerker gelandet. Gott. Ich würde mich am liebsten mit einem Trinkschlauch in irgendeiner Ecke verstecken. Aber ich muss mich wohl oder übel den anderen Gästen vorstellen. Das solltest du. Schließlich bist du einer der Herren von Rabanche. Hör bloß auf damit. Ich will meinem Vater so lange wie möglich aus dem Weg gehen. In diesem Fall hättest du Ratzig und Hanusch ausfragen sollen und herausfinden, was sie planen. Ah, ärgerlich! Jetzt ist die Frage, es war, der Cliffhanger war so und so da. Ja, und den brauchen wir bis Mittwoch. Der war richtig gut. Ja. Das heißt, wir müssen den Abschnitt da spielen, was jetzt nicht genau, was wir da tun müssen, aber uns wahrscheinlich vorstellen. Das ist die Gegenseite mit dem Goodwin und mit dem Hans und mit dem Hanusch und so weiter und so fort. Und währenddessen der Heinrich Bedienung spielt für den Sigismund. Und das erledigt man am Mittwoch. Ich werde offstream nicht weiterspielen, versprochen. Ich werde alles dafür tun, dass wir dieses Spiel im März noch fertig kriegen, hier im Stream. Egal wie. Ist das okay? Kennst du einen Hans von Capon? Das ist ein guter. Nein, kennst du einen Gut von Wien? Das ist ein guter. Ich hoffe, das ist okay für euch. Triff dich mit Brabant, was sagt er? Triff dich mit Brabant, lerne den Rabbi und seinen Begleiter näher kennen. Ich denke mal jetzt, das ist ja einfach so ein Abschnitt nebenbei. Ich glaube, dass das in Ordnung ist. Oder? Puh, März wird knapp. Ja, springe ich nicht, wenn wir noch mit 2 Wochen einhauen, Montag, Mittwoch und Freitag. Es gibt keine anderen Spiele ja gerade. Ja, es hätte Monster Hunter gehen, aber ich denke, das hat sich erledigt. Was ist denn mit dem Schischka schon wieder? Schischka, was hast du schon wieder gesoffen heute? Sag! Was? Ein Wagen leer vorbei! Findest du dir noch? Oder muss ich dir helfen? Oder? Das Game, Alter. Das war mir ein Fest. War zwar ein kurzes Fest, aber egal. Ein bisschen noch dahin gepümmelt, hat schon passt. Außerdem eine lustige Situation haben wir auch kurz gehabt mit, gehen wir schnell zum Pisten, dann mit anderen schlagen. Ich glaube, dass du spinnst. Danke, dass du heute überhaupt zu gut rein bist. Ich habe eigentlich einen guten Witz gefunden, mittendrin einfach da zum Sitzen, eine Minute zum Schweigen und dann einfach das andere Spei aufzumachen. So, also ich habe es für einen guten Witz gehalten. Ja, also nichts gegen die Monster Hunter suchtelst weiter rein. Kann man sehr gut vorstellen, dass die Monster Hunter Spieler dann mit KCD überhaupt nichts anfangen können. Ist auch in Ordnung. Für mich ist das bis jetzt das Game of the Year und zwar mit einem dermaßen Abstand, dass bloß noch schäbert. Sicherlich wird es auch irgendwann einmal langweilig, sich die Dialoge irgendwann immer O zum Herrn ohne zum Überspringen. Das mache ich offstream zum Beispiel nicht. Natürlich lese ich da die Untertitel und klick's weg. Ja, bin ich dreimal so schnell. Natürlich wird das nach 40, 50 Stunden irgendwann einmal so. Aber ganz ehrlich, ja, der Hintergrund passt nicht. Ich weiß schon. Wir haben einen Monster Hunter getestet und ganz ehrlich, wenn das Spiel innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden nicht schafft, dass es mich auch nur im geringsten huckt. Nur im geringsten.
muss ich bleiben lassen. Der Suna schreibt, Game of the Year, GTA 6. Erstens, GTA 6 ist noch nicht released. Über die Totalausfälle von Seiten Rockstar in den letzten Jahren, Remakes etc., mehr sage ich nicht. Zweitens, sie haben gesagt, im Dezember kommt der zweite Trailer. Jetzt haben wir März, der Trailer ist immer noch nicht da. Ich glaube erst, wenn GTA 6 da ist und wenn ich es selber gespielt habe, dass released ist und dass ein gutes Spiel ist. Abwarten. Auch Rockstar ist nicht unfehlbar. Der Helm muss aufs Jahresbeutel. Vielleicht wird mein Helm aufs Jahresbeutel. Monster Hunter Worlds ist, als hätten sie dich in ein MMO nach dem Tutorial reingeschissen. Stimmt. Das trifft es ziemlich gut. Ich gehe jetzt einfach mal. Jetzt warte mal, ich tue jetzt da mal schnell auf Speichern und Beenden. Jawohl. Das größte Problem, das ich mit Monster Hunter da so war, ich brauche ein bisschen Zeit noch, um drüber nachzudenken, aber ich meine, ich fühle ja, was mir nicht passt. Ich komme in diese Welt hinein und ich habe keinerlei Charakterentwicklung. Ich bin krasser Jäger, 5000 Gegenstände, kann euch alles von Start weg gefühlt. 5000 sagen, ja, du musst das ja nehmen, nimm eine Lahmkröte her, nimm das her. Und ich sitze da und immer so, was ist das? Was laberst du, Alter? Vom Wettstau hast du was verzeiht. Ja, aber den brauche ich nicht. Ja, gut, dann nicht. Es ist einfach 2 vom Start weg und das fühlt sich an, ich weiß es ja nicht, ich habe die anderen Teile nicht gespielt, es fühlt sich so, als müsste die anderen Teile gespielt haben, um zu wissen, was die Sachen bedeuten und wie so Grundsachen funktionieren. Und ich finde, so konzipiert man kein Spiel, wenn man Franchise-fremde Leute und neue Leute ins Franchise kriegen will. Ich glaube nicht, dass da viel Leute gibt, die das anspielen und nach einer Stunde sagen, wow, leck, voll geil, Alter, rein in die Olga. Das sehe ich nicht. Dieses Idogi schreibt, hey, Dezember 2025 kommt doch der zweite Trailer von GTA 6. Was, das haben sie letztes Jahr gesagt? Ich glaube, sie haben sogar auch gesagt, im Februar kommt dann einer. Und käme ist keiner. Lea schreibt, weil du vorhin gefragt hast, die Frisur heißt Cornrows, wurde von Pox genutzt, um auf der Flucht Getreide unentdeckt mitzunehmen zu können, um Fluchtrouten zu dokumentieren. Was? Die Frisur heißt Cornrows. Wurde von Pox, was hat ein Pox? Doch, meinst du, natürlich weiß ich, was POC heißt. People of Color. Aber ich habe jetzt nicht gemeint, dass du wirklich auf People of Color ansprichst. Darf man farbige jetzt auch nicht mehr schreiben? Bin ich dann auch rechtsextrem oder was ist denn dann? Kommt der Verfassungsschutz? Zündet mich an, oder was ist denn dann? Ich traue mir wetten, dass GTA 6 erst 2026 kommt. Mr. Netroll, wenn überhaupt. Mark my words. Wenn überhaupt. Versuch die mal in die... Lea, danke für deine Aufklärung. Dankeschön. Aber wie versteckt man da drin Getreide? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und um Fluchtrouten zu dokumentieren. Wie dokumentiert man mit dieser Frisur Fluchtrouten? Eiflechten wird eingeflochten. Und wird dann der Fluchtweg auch in Tor eingeflochten oder was? Interesting. Wieder was gelernt. Der Dampfler schreibt, ich habe jetzt bei mehreren Streamer immer wieder mal bei Monster Hunter World reingeschaut, mir zirkt daran halt absolut gar nichts, wirkt überladen, das Gameplay wird langsam und grindy as fuck. Gegen das Grindy habe ich normalerweise nichts, aber ganz ehrlich, ich habe gerade mit 2 Waffen ausprobiert, Irrzeit und damals in der Beta eine, das große Zweihandschwert und ganz ehrlich, mit diesem Kampfsystem werde ich nicht warm. Die Doppelklingen, der Tipp mit der Doppelklinge, das hat sich schon besser angefühlt, aber es ist halt null satisfying, das Viech gibt keinerlei Trefferfeedback. Ich krieg teilweise keinerlei Trefferfeedback, die Fähigkeiten von den Viecher, wann er zuhört und so weiter, finde ich schwer zum Lesen. Das kann ich jetzt nicht so direkt behaupten, weil ich habe nicht recht viel gesehen davon, so ehrlich muss man auch sein. Und allgemein ist die ganze Steuerung, finde ich, ziemlich schwammig. Und die ganze überladene Menüscheiße, die lässt mich sofort abbiegen.
Sofort auf der Stelle. Da werden wir nicht warm werden. Schade! Aber mei, hab schon lange keinen 50er mehr für Speyer aus dem Fenster gejietet, die sie nicht einmal 2 Stunden spähen und dann liegt's umeinander. Der schreibt noch, nein, das muss der Map die Route quasi. Ja, ich weiß schon, was du meinst, das hab ich schon gedacht. 8.000 Kilogramm Kickerl für 50 Euro, ja. Und nicht einmal, haben wir den noch umgebracht oder ist er der Vogel? Ich glaube, er ist der Vogel. Dann ist der fette Hund gekommen. Und dann habe ich insgeheim versucht zum Kämpfen und habe eigentlich gehofft, ach Gott, bring mich bitte um. Oh Mann, bring mich, ist das da links um jetzt eigentlich meine Lebensleisten oder die vom Viech? Hoffentlich unsinnig. Oh Gott, jetzt hau halt zu und bring mich um, danke. Hergesessen, gewartet, ja, machen wir Kingdom Come auf. Naja. Was? Der Stream ist am Rosenmontag jetzt schon vorbei? Was hat denn der Rosenmontag damit zu tun? Ist das irgendeine Faschingsscheiße? Ich weiß, was der Rosenmontag ist. Bürgerin ist vor 2 Stunden oder kurz nach 8 in den Rosenmontagsball gefahren. Ja? Und ich sitze daheim und find's gut. Steffi, hau dich hin, gute Nacht. Triple F at Mods natürlich. Ja, ist das Fasching? Wenn ich es nicht gesagt hätte, wenn gestern bei uns in der Stadt nicht der Gaudi gewesen, weil bis keine Ahnung, von der Früh bis keine Ahnung waren, dann hätte ich es auch nicht mitgekriegt, oder nicht, Robi? An die Wand schreibt, abwarten, mit GTA 6 wäre ich vorsichtig. Wer weiß, was das wird. Wer sagt, dass Rockstar nicht den aktuellen Quadruple A-Trend folgt. Kann passieren! Aber es ist natürlich, bis jetzt ist noch nicht passiert, dass Rockstar ein großes Spiel, das sie selber entwickeln, auf den Markt kommt und es ist absoluter Schrott. Und ich glaube, dass das wird einer solchen Firma auch irgendwann einmal zum Verhängnis, die nur abliefert, weil was meinst, wie schwer, ich sage mal, die Vorfreude und die Erwartung auf den Schultern Rockstars lastet. Was meinst, was da los ist? Kein Mensch, ich weiß ja immer noch, und um ganz ehrlich zu sein, wir kennen ja bloß den Story-Trailer, der sagt gar nichts, den wir angeschaut haben, vor über einem Jahr. Das war im Dezember vor einem Jahr, glaube ich, zu GTA 6. Der sagt gar nichts, außer über das Setting, dieses Miami-Florida-Setting. So ein bisschen. Das ist aber auch schon alles. Den Rest muss ich mir vorstellen. Die müssen, GTA 5 ist über 10 Jahre alt. 12, glaube ich, um genau zu sein. Die müssen mit irgendwas kommen, was die Messlatte wie damals von da nach da hebt und jetzt dann von da nach da hebt. Ich hoffe, dass ähnlich wie in KCD 2 die ganze Stadt und die ganze Welt KI-driven ist. Das war für mich der Next Shit. Das war für mich der Next Shit in Spielen, wenn wirklich jeder NPC in dieser Welt KI-driven ist und mit dir interagieren und reden kann, völlig nicht geskriptet, sondern halt nach eigenem Ermessen, soweit eine KI dazu imstande ist. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass das generell der nächste Shit in Spielen wird und generell auf diesem Planeten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ansonsten feiert mir nämlich so ein bisschen, was macht das neue GTA aus? Außer, wir haben wieder eine neue Welt, Grafik ist besser geworden, wir haben 2 Protagonisten, Story passt schon. Da fehlt was. Jedes GTA hat die Messlatte weiter nach oben gekommen. Ich erinnere mal an Red Dead 2. Diese Open World war, bis ich jetzt Kingdom Come Deliverance 2 gespielt habe, das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Von Immersion und Authentizität etc. etc. Neue Welt, Vice City gibt es schon eine Zeit. Wissen wir schon, dass es in Vice City spielt? War ich mir jetzt nicht so sicher. Steht da irgendwo Vice City? Ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne natürlich GTA Vice City auch. GTA San Andreas war damals das beste GTA, wenn ich persönlich finde, sogar besser als das 5er. Ich hab die Gangster-Attitüde in GTA San Andreas. Das hat mir auch sehr gut getaugt. Sehr. Das ist auch schon 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her. Kruzifix, oder? Vice City war im ersten GTA schon die zweite Map. Das weiß ich nicht mehr. Ja, das weiß ich nicht mehr. Der Suna schreibt, aus Mai wird euch runterfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Rockstar nicht hängen lässt. Mark my words. Das werde ich nie wieder sagen. Da gibt es momentan 2, 3 Studios, wo ich das sagen werde. Ich darf es auch noch bei Rockstar sagen. Abwarten. Abwarten. Wir haben auch schon Sachen verkackt. Ich sag bloß die ganzen Remakes. Es war ein kompletter Totalausfall. Gut, die haben es nicht selber gemacht.
trotzdem muss irgendjemand bei Rockstar gesagt haben, oh ja, das passt schon, Release. Abwarten. Der Trailer hat in my opinion deutlich auf Vice City gezeigt. Ich finde eher, dass... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube nicht, dass... Und wenn es Vice City... Ist ja auch wurscht. Auf alle Fälle erinnert es mich an Miami, Florida Setting, ja. Wenn ich dort in der Unterhosen einen Alligator aus dem Teich auserziehen sehe und lauter so einen Scheiß. Das glaube ich. Es wird ein ziemlich verrücktes Setting. Das passt auch super gut zu GTA. GTA nimmt kein Blatt vor den Mund. Da geht es zu wie im Affenstall. Da passt das. Kann richtig geil passen. Aber mal schauen. Also vom Flair her, meine ich. Ja, verstehe ich schon. Diese pinken Neonlichter und so. Überall halbnackerte die Tussi, Sonne, Strand, Meer. Ich hab sprichwörtlich einen Hauptcharakter aus Vice City vor mir mit Stoffhosen und ich glaube Pinks. Ich weiß nicht, ob man sie umziehen können in Vice City? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ist auch völlig wurscht. Und ein Pinks oder ein Türkis Hawaii-Hemd anhaben. Ich habe mir richtig schön vor mir. Das habe ich schon zu oft gesagt und dann 60 Euro aus dem Fenster gejietet. Herr Dampfler, da sind Sie nicht allein. Da sitzen wahrscheinlich sehr viele herin, die das tun. Ich habe heute, ja, nicht Gott sei Dank, nicht ganz 60 Euro, aber einen 50er aus dem Fenster gejietet, weil ich glaube, es muss viel passieren, bis ich Monster Hunter nochmal angelangt. Das ist mir wieder mal eine Lehre bei Spielen, wo ich mir nicht sicher bin, die über 50 Euro kosten. Kauf's mir lieber auf Steam. Ich darf sofort zurückgeben. Sofort auf der Stelle. Mann, Birger, dass du gerade immer meine Donos und Resubs nicht lest, macht immer einen ganzen Witz kaputt. Danke dafür. Grattelbert, wo? Verdammt, vor 4 Minuten. Handpanzer wirklich angeworfen und sauber eingeholt. Bürgerin freut sich, wenn der Herr Birger eingesaftet auf dem Sofa einpennt ist mit dem Gingy in der Hand. Ja, wird passieren. Aber sie wird jetzt nicht gespannt, weil sie wahrscheinlich mit 34 Promille heimkommt und gar nicht weiß, wo sie überhaupt wohnt. Grantlerbord, merci dir. Ich fürchte halt, GTA 6 wird auf Multiplayer getrimmt. Das ist genau auch meine größte Befürchtung. Exakt das sprenge ich. Die wissen ganz genau, GTA 5 hat sich natürlich massiv oft verkauft, das ist mir schon klar. Und ist auch ein gutes Spiel gewesen, ist mir schon klar. Aber die richtige Kohle machen die mit GTA Online. Und du kannst mal Gift drauf nehmen, dass das von vornherein nur auf die Scheiße getrimmt ist. 100%, wir waren Idioten, wenn nicht. Seien wir uns ehrlich. Und darum wäre ich sehr vorsichtig mit der Aussage, ja, das wird GTA 6 kommt da, das wird brutal. Also technisch weist vieles darauf hin, dass das 3D-Interieur der Gebäude dynamisch geladen wird, im Trailer sichtbar, könnte also gut sein, dass sehr vieles betretbar sein wird. Da gehe ich davon aus, dass 2025 die Dreiviertel der Stadt begehbar wird. Da gehe ich aus davon. Das ist nichts Besonderes. Das ist, auf dem Level erwarte ich das. Ohne da jetzt in absoluter Begeisterung auszurasten, wenn es dann wirklich so ist. Das ist, finde ich, nichts Neues. Rockstar redet ja von Pay-per-Playtime. Ja. Und ich habe auch schon mal gelesen, eigentlich müsste GTA, damit es dem Ganzen gerecht wird, müsste über 150 Euro kosten und so weiter. 5 Minuten. Wir machen das Geld bei GTA Online. Assets kaufen. Microtransactions, selbstverständlich. Ich freue mich erstmal auf Borderlands 4. Mit Borderlands ist auch so spät, da bin ich nie wirklich warm geworden damit, ich weiß nicht warum. Echtzeitgeld in Ingame-Währung umwandeln und die Ingame-Währung hat harte Inflation. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, GTA Online habe ich nicht lange gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Wie ich das damals noch gespielt habe, war es nicht so schlimm, aber natürlich mit einem Shop. Natürlich mit Shop-Items und Ingame-Währung oder was weiß ich was das ist. Du wirst alles kaufen können. Trust me, in GTA 6 wirst du alles kaufen können. Alles. Gewand, Autos, Häuser, vielleicht sogar Gebiete mit Haus, wo du dein Haus draufstellen kannst und selber gestalten kannst. Was weiß ich. Man weiß ja noch nichts. Also nichts, was das Spiel können wird. Wir kennen mal bloß den Trailer und der sagt nichts. Außer es gibt 2 Protagonisten anscheinend, was ich ziemlich cool finde übrigens. Da hat es ja einige gegeben, die haben sich da beschwert, ihr Weiberleid. Da wo ich frage, ja, das ist dann wieder ein gefundenes Fressen für die Leute, die Leute wie mir,
gern mal Sexismus vorwerfen und so, ganz im Gegenteil. So eine Geschichte wie so Bonnie und Clyde mäßig oder so Natural Born Killers, ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, passt richtig gut zu GTA, da habe ich gar kein Problem damit. Außer es wird natürlich so dargestellt, dass sie der Oberficker ist und er ein totaler Vollidiot, dann kriege ich natürlich das Kotzen. Wenn das gut geschrieben ist und gut gemacht und glaubwürdig gemacht ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, geil, geile Idee, raus damit. Und ja, ich darf so lachen, wenn das nicht die Protagonisten sind, sondern komplett andere. Ist auch möglich. Denen ist alles zum Trauen. Die müssen sich irgendwas ausdenken, weil sonst ist ja Achterbahn. Und dann, die müssen Erwartungen erfüllen, die müssen utopisch sein. Ich möchte nicht in denen in einer Haut stecken, das sage ich dir, was ist. Da bin ich gespannt. Naja, so, jetzt schleichen wir uns ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zugucken. Monster Hunter war leider nix. Aber mei, oft einmal haben wir ein Pech. Dafür haben wir noch kurz mal in KCD reingepümmelt, ein bisschen umeinander gestravanzt und ein Weinhaus geschenkt und am Mittwoch geht's weiter und am Freitag ebenfalls. Ja. Um Likes, glaube ich, frage ich halt nicht. Wer trotzdem, wo ihr haust, einen Like-Button drauf, was das was ist. Freunde der Sonne, danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die Donations hinten noch und voraus und überhaupt sowieso. Triple F für die Moderatorin. Küsschen auf das Nüsschen. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr und dann werden in KCD 2 Meter gemacht. So sieht's aus. Wir kriegen dieses Spiel noch fertig, koste es, was es will. Jetzt stecken wir schon knietief, halstief bis in der Scheiße drin. Da kommen wir nicht mehr raus. Das Ende werden wir hier in diesem Stream sehen. So sieht's aus. Und jetzt schaut's das lang gewinnt. Danke fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Gute Nacht. Schöner Fasching, falls jemand Urlaub hat. Keine Ahnung. Sehen wir's am Micker. Habe! Das Tröd hat übrigens dem Wort Hundsfott gegolten. Habe ich uns fort! Schleicht euch mir.